schönen guten Abend nach ein Keier. Dass hinkommen seht, voilà, dir wisstet, mir wissen nicht, mir da das Eurosolar an das Hell Citizens for Ecological Learning, dass die Energiekooperative wichtig Treiber an der Energietransition sind. Erstens durch den Idealismus an der Vierwitz, die Willen von ihren Membern, Sachen auszuprobieren, Führung zu bringen und zu weisen, dass es geht. Zweitens dann aber auch, weil ihn als Member von einer Energiekooperative etwas für sich möchte, nicht nur für sein gut Gewissen, dass er mithilft, Solarenergie zu produzieren, gut Energie zu produzieren, und du musst einen Beitrag zur Energietransition möchte noch etwas für sein Portemonnaie. Und drittens, da möchte ich noch etwas für die Allgemeinheit, am Sinn von der Gemeinwohlökonomie. Und viertens, wenn ich dann davon schwätzen, dass ich etwas möchte, dann dass es wirklich etwas machen, mitgestalten, eben durch die Form des Funktionaments von Energiekooperativen, wie sie abgestaltet sind, mit ihren flachen Hierarchien, wo wirklich am richtigen Sinn vom Wort Altstimmen gleich viel zählt. Das eben von den Leuten, mit den Leuten, für die Leute, gehen 12 Energiekooperativen heute zu Lützeburg mit rund 1200 Membern. Und die 70 Projekte produzieren Energie für rund 3-mal mehr Leute wie 12 von den Membern. Bis lohnen sich später Energiekooperativen auf Solarenergieproduktion limitiert. Solarenergieproduktion, das ist effektiv ein Ausgangspunkt für alles, was du noch könnt. Und eben das sind nur, die bietet viele Optionen und auch ein großes Potenzial für die Energiekooperativen. Ich denke nur an die Partage, die Energiekommunitäten, die auch möglich sind, auch die Stockage. Das ist ja ein bisschen im Prinzip flattende Curve. Das geht eine Sorte Business Case, weil in Batterien helfen, Kurve dann zu planieren, wenn gut intelligente Batterien sind, mit intelligenten Systemen und nicht so wie leider noch zu viel auf das, dass um 10 Uhr morgens Batterie gefangen wird mit Leuten, die klingern heiß und dann um 11 Uhr ist sie voll. Und wenn dann um 12 Uhr richtig Sonne schenkt, da sind Batterien alle gut voll. Dabei schon intelligente Systeme. Wir sind trotzdem wichtig für die Energietransition. Wir dann noch können davon vom Strom zu profitieren, ran an raus an die Batterie. Und dann gehen dann nach Finanzierungsmodellen hin, wird Pascal Lang davon schwätzen, zum Beispiel auch bei Wärmepumpen. Und da sind wir dann jetzt beim Roll von Energiekooperativen als ein Driver, als ein Early Adopter von der Energietransition, probieren, realisieren, auf allem weisen, dass es geht, auch hier am Land. Und in dem Sinn fanden wir, dass bei der Präfinanzierungsgesetz die Projekt Loi, die am Gangen ist, und noch die Modifikationen, die da unhängig sind von anderen Finanzierungen, Subsidien, Subventionen, die Energiekooperativen nicht sollen vergessen gehen oder benötigt gehen oder vielleicht eventuell Encouragementshilfe verlieren durch Kürzungen. Und das vorher, wir sind an einer Marktwirtschaft, wenn so will, so an einem wirtschaftlichen Konzept, sollen so Investitionen auch im Energiebereich selber drohen. Das ist auch Ziel, sie sollen nicht nur sich selber drohen, sie sollen nur nach etwas aufwerfen für die Portemonnaie oder auch für andere Projekte. Dann entsteht eine Dynamik, eine Welle, Kreditsuchen, kann in ein neues Projekt investieren. Und wir brauchen ja sowieso die Installationen für später unabhängig zu sein, energietechnisch, nicht wie das bis der Fall ist. Und die wissen alle gut, die Fossil gehen alle gut importiert. Und du wennst sind Installationssubventionen für uns von Eurosolar eine wichtige Sache, eine gute Sache. Sie sollen sich drohen, wie gesagt, und gehen aber immer nach Energieformen subventioniert, die sich schon lange drohen, die 30 Milliarden Gewinn all Tag machen, und das sind 50 Jahre. Der Internationale Währungsfonds hat ausgerechnet, dass 2022 die Fossilindustrie 1,2 Billionen explizit Subventionen kriegt, mit 30 Milliarden Gewinn all Tag. Nicht schafft ich mit 7 auf 7 und dann für dann eine Diskussion anzufangen von über Subventionen von erneuerbaren Energien. Bon, sondern kann ich sich Gedanken machen, für was das die nicht mehr gut sind an die anderen gehen subventioniert. Und dann sind natürlich die explizit Subventionen, die implizit, also die durch die Umwelt von den Fossilen, die sind an der Rechnung gar nicht mit angedroht. Das geht über 7 Billionen 2022. Die IWF hat das gesagt, nicht ich als. Voilà. Dafür, wir wollen, dass die Energiekooperative weiter unterstützt gehen.
sie wichtig als Early Adopter, als die probieren. Sie passen nicht für jeden Verein, sie sind auch gut, dann sind sie ein wichtiger Teil von der Energietransition. Merci, dass ihr hingekommen seid. Das sind nicht die üblich Verdächtigen, noch Leute von der Biogasvereinigung aus der Landwirtschaft, das freut uns auch. Den Oflavelo, wie schon gesagt, Pascal Lang von EGIS, die wird seine Energiekooperativ präsentieren an viele Projekte. Dann spricht der Leonard über den Tool, den wir für die Energiekooperativen möglich ist zu haben. Die stellt noch Fragen und Antworten. Und dann geht der Pat mit einem Maufel. Und danach merci dem Cedric, dem Ines und auch dem Leonard vom Cell für die Organisation. Und lo also dem Pascal Lang. Vielmals merci. Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. In Bayern sagt man bei uns Grüß Gott. Ja, ich weiß nicht. In Luxemburg, was sagt man? Moin. Moin, sehr gut. Es freut mich sehr arg, heute bei Ihnen zu sein. Noch mehr freue ich mich, nach dem Vortrag vor allem mit Ihnen zu reden, weil ich das immer sehr, sehr spannend finde. Ich bin häufig in Frankreich, weil ich bin Halbfranzose und in der Ortschaft, wo meine Oma wohnt, hätte ich nicht für möglich gehalten, dass in Frankreich außer EDF noch jemand anderes Strom produzieren darf, hat sich eine kleine Genossenschaft gegründet und hat einen Solarpark errichtet. Und ich muss immer dran denken, ich bin als kleiner Junge mit 8, 9 Jahren, habe ich mit meinem Opa, der leider jetzt im Himmel ist, eifrig diskutiert, weil er war ein Befürworter der Atomenergie und ich war mit 9 Jahren schon Atomenergiegegner. Und ich habe mit meinem Opa immer zerschritten und in dem Punkt zumindest. Ja. In allen anderen haben wir uns gut verstanden, weil er war Weinproduzent, von dem haben wir eine gemeinsame Ebene gehabt, wo man gut reden konnte. Aber ja, von dem her hat mich das schon immer begleitet und deswegen freue ich mich sehr, heute auch bei Ihnen sein zu dürfen. Mein Name ist Pascal Lang, ich bin Vorstandsvorsitzender der EGIS EG, Energiegenossenschaft in Salzach. In Salzach ist die Region, aus der wir kommen. Das ist, wenn Sie sich vorstellen, kurz vor Österreich. Also München, eine Linie nach Österreich, ganz da hinten bin ich. Aber ich bin gebürtiger Karlsruher. Also ich komme aus dem Badner Land und nicht weit von der Grenze zu Frankreich. Und mich hat es beruflich nach Bayern gezogen, aber nicht um die Genossenschaft zu gründen, sondern um die Energiewende voranzubringen. In Deutschland gibt es noch immer die Stelle des Energie- und Klimaschutzmanagers. Das sind meistens staatlich geförderte Stellen und die arbeiten entweder in den Gemeinden, in den Städten, in den Departements, in den Landkreisen und haben die Aufgabe, die Energiewende voranzubringen. Und ich habe eine Stelle dort bekommen und in meiner ersten Woche sind Bürgerinnen und Bürger auf mich zugekommen und haben gesagt, Pascal, also uns nervt die CSU, also die bayerische Partei, Volkspartei, wie man es immer nennen möchte, weil die hat nach Fukushima gesagt, 2011, wir machen jetzt die Energiewende. Wir bauen Windräder, Photovoltaik. Und was ist natürlich passiert? Nach 1, 2 Jahren nichts. Und deswegen haben die Bürgerinnen und Bürger gesagt, wir müssen selber die Energiewende in die Hand nehmen. Und dann haben wir uns zusammengetan, haben dann die Energiegenossenschaft gegründet, nach einem halben Jahr Vorbereitungszeit. Und am Abend der Gründung waren 250 Menschen da. Und wir hatten noch kein Projekt. Also ohne Projekt sind wir gestartet und da hatten wir schon einen Druck. Also wir hatten auf einmal Geld, ja, aber es hieß es Projekte suchen. Aber wir haben dann auch Frühprojekte gefunden. Und grundsätzlich habe ich das geschafft. Ich habe erst ehrenamtlich gearbeitet, 8 Jahre. Und 2020 habe ich meinen Job bei der Kommune, beim Landkreis, habe ich au revoir gesagt und habe dann hauptamtlich bin ich in die Energiegenossenschaft eingestiegen. Und wie das passiert ist, das werde ich nachher vielleicht noch kurz erzählen. Mittlerweile sind wir eine der größten Energiegenossenschaften in Deutschland mit über bald 3000 Mitgliedern, also über 2800 Mitglieder, darunter auch viele Gemeinden. Wir haben mittlerweile 14 Mitarbeiter und wir kommen aus einer Region, die zwar sehr viel chemische Industrie hat, eigentlich sehr wohlhabend ist, aber absolut ländlicher Raum. Keine Stadtwerken, keine Versorger, wenn dann nur die großen Versorger. Und ja, wir haben es geschafft, dass wir Arbeitsplätze geschaffen haben im ländlichen Raum mit den erneuerbaren Energien. Mittlerweile haben wir 14
Vollzeitmitarbeitende und werden es nochmal weiter einstellen. Und insgesamt haben wir, um das mal vorwegzunehmen, schon mal knapp 100 Millionen schon bereits in erneuerbaren Energien investiert. Das vor allen Dingen angefangen haben wir mit der Photovoltaik, weil es ja vermeintlich das Einfachste ist. Aber unser Schwerpunkt seit mittlerweile 5 Jahren ist die Fernwärme, die Chaudière Centrale. Und daneben haben wir Mobilität, Strom und jetzt mittlerweile auch Batterien, Speicherung. Ich möchte Sie, meine Damen und Herren, ganz zu Beginn auf eine ganz kleine Reise nehmen. Und zwar, das ist Bayern, hier ist Nürnberg, München ist ja irgendwo da unten, und zwar ins Fränkische. Gibt es auch sehr guten Wein. Und zwar im Fränkischen in eine Gemeinde namens Bundorf. Und im Bundorf, da regnet es nicht mehr. Der Klimawandel hat dort Einzug gehalten. Wir haben knapp unter 500 mm Niederschlag pro Jahr. Es ist sehr trocken, die Landwirte sind verzweifelt. Und dort waren wir im Juli 2020 auf einer Fläche mit dem Gemeinderat. Der Gemeinderat war nicht wirklich am Anfang angetan von unserer Idee, hier auf den Feldern eine Photovoltaikanlage zu errichten. Dann, ich hoffe, Sie verstehen mich gut, weil ich habe gerade gemerkt, das Mikrofon, aber okay. Von der Idee bis zum Spatenstich 2022, und den Herrn kennen Sie vielleicht auch, das ist unser Ministerpräsident, der kein Fan ist von erneuerbaren Energien, der mag lieber Atomkraftwerke oder Gas oder so, aber wegen uns musste er sogar kommen, weil uns was gelungen ist zu realisieren, was wirklich einmalig ist in Deutschland, und deswegen habe ich es Ihnen heute mitgebracht. Er ist zur Einweihung gekommen, weil wir den größten zusammenhängenden Solarpark Bayerns realisiert haben auf 125 Hektar Fläche. Sieht man ein bisschen der Wald, der schaut nicht ganz gesund aus. Wir erzeugen hier Strom für knapp 37.000 Haushalte. Und die Besonderheit ist, bei dem ganzen Genehmigungsverfahren gab es nicht eine negative Stimme aus der Bevölkerung. Nicht eine einzige. Und das ist ungewohnt bei erneuerbaren Energien. Warum gab es keine? Erstens Bürgerbeteiligung, und das Wichtigste ist diese kleine Fläche hier unten, die hier. Und auf die werde ich gleich nochmal speziell eingehen. 30% des Projektes gehört uns, der Bürgerenergie, und der Rest gehört unserem Projektpartner. Das Projekt, meine Damen und Herren, wird beinahe gescheitert. Warum? Wegen der Feldlerche. Die Feldlerche ist ein Vogel, das auf der roten Liste steht und geschützt ist. Und häufig ist es ja wirklich so, Projekte scheitern wegen Naturschutz, wegen Denkmalschutz, wegen lauter solcher Sachen. Und eigentlich wäre das Projekt gescheitert, weil wir hätten zu den 125 Hektar nochmal 50 Hektar zusätzliche Ausgleichsflächen machen müssen. Das hätten wir nicht bekommen. Auch die Flächen sind begrenzt irgendwo. Ja. Dann haben wir ein Konzept entwickelt mit Ornithologen, mit Vogelexperten und haben gesagt, wir machen den PV-Park so, dass es ein Vergnügungspark für die Feldlerche wird, dass die Feldlerche sich wohlfühlt. 2 Jahre später, nach dem Bau, 99 Feldlerchenpärchen. Wir haben es geschafft, dank dem Konzept und dank dem Vertrauen der Behörde, dass wir wirklich hier Artenschutz und Biodiversität machen. Aus fast die 3-fache Anzahl an Vogelbrutpaaren findet man vor Ort. Und deswegen sind wir sehr froh, weil das ein Beispiel wird für Projekte in Deutschland, wie erneuerbare Energie mit Artenschutz zusammengeht. Ich habe Ihnen ja diesen kleinen PV-Park unten gezeigt. Für die Gemeinde war es vor allen Dingen wichtig, ein Fernwärmeprojekt zu realisieren. Bundorf hat 900 Einwohner, der Ortskern 600 Einwohner. Ist da Fernwärme wirtschaftlich zu bauen? Die meisten würden erstmal sagen, nein. Also klein, keine großen Abnehmer, keine Gewerbe, keine Industrie, nur vor allen Dingen Kühe vor Ort. Ja, das ist die Gemeinde mit dem größten Kuhbestand in Bayern. Und dann haben wir überlegt, die Gemeinde hätte gern die Fernwärme, nehmen wir die Herausforderung an. Dann haben wir geschaut, was gibt es denn? Man kann Fernwärme mit Hackschnitzel machen, mit Pellets, das wird ja am meisten gemacht, weil es auch bekannt, bequem ist. Holz hätten wir auch sehr viel gehabt, aber haben wir gesagt, Holz kann wirklich jeder. Und deswegen machen wir es anders. Wir machen aus Strom,
Weil was haben wir am meisten vor Ort? Photovoltaik, machen wir Fernwärme. Wir haben dann vom großen Solarpark einen Teil rausgenommen, eine Direktstromleitung ins Heizhaus gelegt, ohne Netzkontakt, damit wir keine Netzentgelte zahlen müssen. Die Luftwärmepumpen machen jetzt seit Februar die Fernwärme für den Ort über den Pufferspeicher und dann geht es ins Verteilnetz rein. Wir haben aber immer 2, 3 Wochen, wo die Sonne wirklich gar nicht scheint und gerade im Dezember ist es auch sehr diesig und trüb. Da machen wir Hackschnitzel. Aber der Anteil ist ungefähr 65 zu 35%. Und ich zeige Ihnen nachher auch noch, warum Strom aus Photovoltaikanlage in der Fernwärme das Beste ist, was man machen kann. Dazu komme ich später noch. Hier sehen Sie mal das Heizhaus, modular errichtet, damit es günstig ist, auf Effizienz geachtet. Und deswegen habe ich das Projekt am Anfang mitgebracht, weil in Franken, in Bundorf uns erstmalig geglückt ist, wovon jeder redet. Die Energiewende nicht nur im Strom, auch in der Wärme und dann noch in der Mobilität mit Ausbau der Ladeinfrastruktur. Wir machen, oder nochmal kurz eine Folie zurück, wir haben aber nicht nur das Projekt gemacht, sondern wir haben viele Freiflächenanlagen errichtet, aber uns war es auch immer wichtig, Dachanlagen zu errichten. Amazon ist der Mieter jetzt unten. Nach 7 Jahren, meine Damen und Herren, ist Amazon aufgefallen, oh, ich habe eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, ich könnte doch den Strom günstig bekommen, anstatt über das Netz. Und jetzt sind wir seit einem halben Jahr mit denen in Vertragsverhandlungen und es ist so kompliziert, mit Amerikanern Geschäfte zu machen. Also es macht keinen Spaß, aber in einem halben Jahr werden wir es wahrscheinlich geschafft haben, dass sie den Strom abnehmen. Weil der wird vor Ort verzeugt und der wird komplett hier drin verbraucht werden. Das ist ein Kühllager. Die brauchen so viel Strom, das verpufft und das sind 45.000 Quadratmeter Dachfläche, die wir mit Photovoltaik ausgestattet haben. Das war 2016, 17 die größte Dachanlage in Europa, die errichtet wurde. Und 2021 haben wir ein Projekt gemacht, das auch erstmalig in Deutschland realisiert wurde, eine Freiflächen-Photovoltaikanlage mit einem großen Batteriespeicher. Darauf werde ich nachher noch kurz eingehen. Wir machen aber auch nicht große Projekte, sondern auch viele kleine Projekte wie Carport, Lärmschutzwand mit Photovoltaik, Wasserrad und natürlich Dachanlagen. Wir machen neben der Projektentwicklung auch die Betreuung der Anlagen, die Finanzierung der Anlagen. Wir kümmern uns Technische, aber, und das ist das Wichtige, wir beteiligen die Bürgerinnen und Bürger bei den Projekten. Das Gleiche auch in der Fernwärme. Wir planen die Projekte selber, wir machen die Förderanträge selber, wir betreuen den Bau der Projekte, wir vergeben alles selber. Wir suchen uns keinen Generalunternehmer, der alles für uns macht. Und dann am Ende nehmen wir natürlich die Bürgerinnen und Bürger mit auf die Reise in die Fernwärme. Mittlerweile haben wir 3 Fernwärmenetze in Betrieb und 3 weitere in der Planung. Ich wurde gebeten, ein bisschen ein paar Ideen mitzubringen über Projekte. Das meiste kennt man ja, das sind die klassischen Dachanlagen, wie man das kennt. Was wir immer machen, ist, dass wir bei allen Dachanlagen natürlich schauen, dass wir ein Stromliefermodell machen. Das heißt, wir investieren in die Dachanlage, wir pachten das Dach der Kommune oder von Krankenhäusern. Vieles machen wir mittlerweile für Krankenhäuser, weil die haben sehr hohe Stromkosten, haben aber kein Geld zu investieren, meistens. Ja. Also zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Luxemburg ist, aber in Deutschland sind sie gefühlt alle pleite fast. Und wir versorgen die Krankenhäuser mit günstigem Strom, meistens mit 5 oder 10 Jahre Lieferverträge, Preise ungefähr momentan um die 17 Cent vom Netz. In Deutschland nur als Vergleich, sind wir ungefähr bei 25 bis 30 Cent aktuell, je nachdem Abnahmemenge und so weiter und so fort. Also deutlich günstiger und wir machen einen Vertrag in der Regel, also der Pachtvertrag läuft auf 25 bis 30 Jahre, je nachdem. Und letztendlich muss die Klinik nichts, Entschuldigung, falsche Seite, muss das Krankenhaus nichts investieren. Wir betreiben die Anlage, wir kümmern uns, dass sie funktioniert und unsere Rendite kommt vor allen Dingen aus dem Verkauf des Stroms und meistens dimensionieren wir die Anlagen so, dass wir gar nicht viel mehr ins Netz einspeisen, also dass es optimiert ist für den Standort. Wir reden hier gerade bei diesen großen Klinikprojekten von Anlagenrenditen zwischen 10 und 15%. Das ist die Rendite, die bei den Projekten rauskommt, also wirklich eine sehr attraktive Rendite.
dafür können wir auch mal Projekte machen, gerade für Kindergärten oder so, wo die Rendite nicht so groß ist, weil da können wir auch mal mit 4–5% leben, weil die Mischung macht es dann am Ende des Tages. Wir waren eine der ersten Genossenschaften, die in Carport-Systeme investiert hat, wie hier 2017 am Schwimmbad. Auf das Projekt gehe ich nochmal speziell ein. Dann auch hier zum Beispiel beim Rathaus einer Gemeinde. Und hier ist es ein Carport, wo Ladeinfrastruktur ist. Der Strom geht erstmal in die Ladesäulen und dann ins Netz. Eine Gemeinde bei uns im Landkreis, die Gemeinde Töging, die hat einen Parkplatz gehabt, der war total hässlich. Und haben gesagt, den machen wir neu. Das Problem ist, wir haben dort keine Bäume und die Autos sind natürlich kochend heiß. Wenn die Leute aus dem Freibad kommen, schön gekühlt, dann steigen sie in ein Auto und das Auto hat 40 Grad. Und dann haben sie gesagt, wir hätten gern ein Carport-System. Wollten das selber machen, wäre viel zu teuer gewesen, haben sie gleich aufgegeben. Weil man braucht dann einen Planer, man muss einen Statiker und alles braucht man dafür. Und dann sind sie auf uns zugekommen und das war unsere erste Idee, den Carport so zu errichten. Die Bäume waren kaputt, deswegen hätten die auch gefällt werden müssen an der Stelle. Wir wollten eigentlich das so bauen und irgendwann haben wir angefangen zu graben und dann auf einmal kam eine Leitung daher, die leider nirgendwo eingezeichnet war. Und dann haben wir gesagt, okay, dann bauen wir den Carport so um, das haben wir noch umändern können zum Glück. Und so steht der Carport seit 2017. Wir haben überlegt mit der Gemeinde, machen wir ein Stromliefer- oder ein Pachtmodell. Es gibt beide Modelle in Deutschland. Stromliefermodell ist das, wie ich das Ihnen gezeigt habe, einfach ein Stromlieferkontrakt und dann versorgt man das fest zu den Kilowattstundenpreis. Wir arbeiten auch manchmal mit dem Pachtmodell. Das hat man früher gemacht, um Umlagen zu vermeiden. Mittlerweile braucht man es nicht mehr. Aber da Pachten, also Stromliefermodell habe ich schon vorgestellt, aber beim Pachtmodell, da haben wir auch einen Vertrag, dass wir die Anlage dort errichten dürfen, auf dem Grundstück oder auf dem Parkplatz. Und wir verpachten die Anlage an die Gemeinde für einen festen Preis. Und die Gemeinde darf mit der Anlage machen, was sie will. Selber verbrauchen, einspeisen ins Netz, was ist attraktiver, das darf die Gemeinde selber machen. Ich kriege jedes Jahr einen festen Betrag und die Gemeinde muss es auch versichern. Und das ist wie ein Leasingmodell beim Auto zum Beispiel. Ja? Und so haben wir das in dem Fall mit der Gemeinde gemacht. Und sie hat noch damals einen sogenannten Full-Service-Vertrag gemacht. Mittlerweile haben wir den inkludiert im Pachtpreis, dass wenn die Anlage kaputt ist, wir uns darum kümmern. Und so schaut es aus. Und das ist eigentlich das Schönste, was passieren kann. Sie sehen hier, die dunklen Balkengrün, ist der Eigenverbrauch. Stromproduktion, 100% Eigenverbrauch. Wann braucht ein Freibad Strom? Natürlich im Sommer, wenn die Sonne scheint. Ja? Also wir haben eine wahnsinnig hohe Eigenverbrauchsquote und für die Gemeinde ist es ein brutal wirtschaftliches Projekt. Und mittlerweile habe ich auch einen Vortrag in Rhein-Main-Gebiet bei Hessen gehalten und dort ist es so, dass dort mittlerweile eine große Gruppe überall an Freibädern PV mit Carports und für den Stromeigenverbrauch errichten möchte. Sie ist ein bisschen klein, deswegen gehe ich nur darauf ein. Der Pachtpreis ist nicht wenig, also der liegt schon bei 15.000 € im Jahr. Aber die Ersparnis, damals ausgerechnet mit 56.000 € über die Laufzeit, danach geht der Carport kostenlos an die Gemeinde über, weil die PV-Anlage ist nach 25 Jahren dann noch gut, die kriegt sie kostenlos. Wir hatten ja zwischenzeitlich die Energiekrise und Preissteigerungen. Die Ersparnis über die 25 Jahre geht mittlerweile eher Richtung 150.000, vielleicht sogar 200.000, weil wir natürlich die Anlage 2017 zu anderen Preisen kalkuliert haben. Hier sehen Sie, da ist unser Büro, das ist der Stadtplatz und hinten dran ist der alte Parkplatz gewesen. Der Stadtplatz historisch unter Denkmalschutz. Na, also Photovoltaik wollen wir da nicht. Also nee. Denkmalschutzbehörde hat es uns verboten, aber der Landrat hat das Recht, über die Denkmalschutzbehörde eine Entscheidung zu treffen, weil vorne schaut der Stadtplatz schön aus, wirklich schön, aber hinten schaut er protestlich aus. Also gibt es kein Argument, warum man hinten nicht einen Carport machen kann, außer ein paar Denkmalschützer vielleicht. Und wir haben gesagt, wir bauen hier einen Carport mit Ladeinfrastruktur und dann der Reststrom geht ins Rathaus rein. Gemeinsam mit der Stadt haben wir die Einspeisezusage uns geholt, die Spartenauskünfte gemacht,
Dann hat die Stadt gesagt, der Parkplatz ist so hässlich, die Steine kaputt, überall Löcher. Ich würde gerne einen neuen Parkplatz haben, aber ich muss ausschreiben als Gemeinde. Egis, könnt ihr nicht den Parkplatz für uns schön machen? Wir machen das über den Pachtpreis, zahlen wir das euch? Und so haben wir einen Deal, Deal ist ein hässliches Wort, das will man eigentlich gar nicht mehr sagen heutzutage, haben wir ein Agreement oder eine Übereinkunft gefunden, dass wir quasi das Parkplatz neu machen, das bezahlen, über die Pachtpreise das Geld zurückbekommen und somit hat die Gemeinde nicht ausschreiben müssen, hat viel günstiger einen neuen Parkplatz bekommen und so haben wir halt ein tolles gemeinsames Projekt realisiert. Und Sie sehen auch hier, meine Damen, meine Herren, die dunklen Balken ist der Eigenverbrauch. Eigentlich der ganze Strom wird fast vor Ort verbraucht. Und nur ein bisschen. Und das sind die Samstag und die Sonntage. Das ist dann die Einspeisung ins Netz. Also optimal, um den Eigenverbrauch zu decken. Wir haben investiert. Die Stadt Neutötting hat es gepachtet. Nach 25 Jahren geht es kostenlos über. Nur damit Sie mal ein bisschen auch die Kosten sehen, die wir damals hatten. Der Parkplatz, die Renovierung hat uns 32.000 € gekostet, die Carport-Anlage knapp 66.000 € netto. Die Verzinsung ist mit 4% hier angegeben, das ist die offizielle Verzinsung nach außen. Wir haben natürlich Risiken, weil wir nicht wussten, wie teuer wird der Parkplatz, haben wir Sicherheiten reingepuffert. Die Anlagenrendite liegt eher bei 6 bis 8% ungefähr, weil wir die Sicherheiten nicht benötigt haben. Aber wer unternehmerisches Risiko aufnimmt, darf auch ein bisschen Risikopuffer haben. Wenn er danach gut wirtschaftet, darf auch Geld verdienen. So muss es auch sein. Wir haben damals, meine Damen und Herren, damit Sie es mal sehen, wir haben im ersten Jahr hat die Gemeinde einen Strombezugspreis gehabt von 22 Cent. Wir haben mit 22 sind wir in die Kalkulation reingegangen. Wir haben auf 25 Jahre den mittleren Strompreis, der mittlere, für 27 Cent angenommen. Und aus dem Pachtmodell kriegt die Gemeinde den Strom für knapp 23 Cent auf 25 Jahre gemittelt. So ist die Kalkulation. Sie wissen, wie die Strompreise in den letzten Jahren nach oben gegangen sind. In Deutschland haben wir leider nicht das Glück wie in Luxemburg, dass wir eine 60% Deckelung oder jetzt noch eine 30% Deckelung haben. Also die Gemeinde hat eher einen Strompreis jetzt schon von 27 Cent und hat alleine 23 schon 4.000 € eingespart. Wir haben damals eine Ersparnis von 26.000 € kalkuliert und allein 2023 waren es schon 4.000 € Kostenersparnis. Also auch die Anlage rentiert sich sehr, sehr schnell für die Gemeinde. Ihr kriegt auch die Folien, denke ich, danach. Also ihr könnt sie gern verteilen, dann braucht ihr jetzt nicht das irgendwie fotografieren oder ich gehe auch nicht bewusst ins Zahlendetail rein, weil das können Sie gern dann im Nachgang machen. Wir hatten bei uns eine Herausforderung. Und zwar sollte ein Neubaugebiet errichtet werden und der Platz ist in unserer Gemeinde sehr rar. Und Lärmschutz verlangt, weil so eine große Kreisstraße vorbeigeht, verlangt der Lärmschutz einen Lärmschutzwall. Wenn der Platz rar ist, dann kann ich keinen grünen Wall aufbauen. Und da hat die Gemeinde gesagt, ja, wir machen eine Lärmschutzwand. Da haben wir gesagt, aber wenn ihr eine Lärmschutzwand macht, können wir da nicht PV dranhängen. Da haben wir einen Markt sondiert und haben eigentlich kein Produkt gefunden, was wirklich gepasst hat, weil ein Modul nachträglich dranhängen. Die Gemeinde errichtet das, hat dann die Gewährleistung und ich hänge was dran. Und wenn was kaputt geht, dann fangt man mal Streiten an. Ja? Also haben wir gesagt, wir brauchen ein System, was in sich funktioniert. Dann sind wir in Schwarzwald auf einen ganz kleinen Mittelständler getroffen, in Gaggenau. Und mit denen haben wir, und da seht ihr die Skizze, bei 1, 2 Bierchen haben wir die Lärmschutzwand mit Photovoltaik konzipiert. Und so schaut die aus. Das ist ein fertiges System, das kommt fertig an. Hier die Stahlträger werden davor reingemacht. Wir haben extra 5-Grad-Winkel gemacht, damit ein bisschen mehr Sonnenproduktion drauf kommt. Und die einzelnen Elemente werden einfach mit dem Kran reingehoben. Und hier, das kommt alles vorgefertigt vom Fließband und wird nur noch versteckt. Und somit ist diese ganze Anlage innerhalb von einer Woche realisiert worden, gebaut worden, weil ich vor Ort nichts mehr machen müssen und alles in einer Gewährleistung drin. Und die Gemeinde hat natürlich einen Vorteil gehabt, ich habe das hier oben bezahlt, das war günstiger für die Gemeinde. Was ist passiert? Wir haben hier damals noch eine Vergütung bekommen,
Das Projekt hat deutschlandweit 2016 ganz viele Preise gewonnen. Als Energieprojekt des Jahres. Was hat unser damaliger Wirtschaftsminister Altmaier gemacht? Förderung entlang von Straßen gestrichen. Nur entlang von Autobahnen, Eisenbahnen, dort wo der Bund, also der Staat, die Hand drauf hat, das darf gefördert werden, aber nicht mehr entlang von Straßen. So wird Politik manchmal gemacht. So hat man das auch ein bisschen verhindern wollen. Mittlerweile wird es wieder gefördert. Wir haben aber hier hinten dran eine Schule. Und der Strom geht in die Schule. Und die Schule verbraucht tatsächlich den meisten Strom auch. Die Gesamtkosten der Lärmschutzwand waren bei 380.000 €. Die Kommune hat ihr Teil bezahlt und wir haben unseren Teil bezahlt. Das waren knapp 76.000 €. Wir haben eine Dividende von knapp 5–6%. Das ist auch ein Pionierprojekt gewesen. Mittlerweile hatten wir die Chinesen zu Besuch, die Franzosen, die Schweizer, die Österreicher. Und alle haben sich die Wand angeschaut und wahrscheinlich in Paris und in Wien wird sie jetzt errichtet. Ja, also es ist schlimm, leider in Deutschland nicht noch ein zweites Mal gebaut worden, aber im Ausland wird die jetzt gebaut werden. Der Strom geht in die Schule rein. Wir nutzen eine bestehende Wand. Wir haben gerade im Winter die höchsten Erträge, weil die Wand natürlich senkrecht ist und die Sonne tief steht. Und man braucht die Schule am meisten Strom natürlich im Winter. Das passt und der Reststrom kommt über unser Ökostrom, natürlich ein Display errichtet und jede Klasse, gerade die Jüngeren, gehen alle dorthin und kriegen anhand vom Display und anhand der Lärmschutzwand die Energiewende erklärt. Auch hier sieht man wieder den Eigenverbrauch. Also man sieht, der Eigenverbrauch ist einfach wahnsinnig hoch. Auch hier. Und hier sieht man gerade die Wintermonate. Gell? Da habe ich die höchste Produktion, im Sommer fällt es runter. Im Winter ist es die beste Anlage. Aber wir haben nur ungefähr 750 bis 800 Kilowattstunden Kilowatt Peak. Also man muss schon schauen, dass man günstig auch baut, weil ich weit nicht so hohe Erträge habe, weil die Wand halt so senkrecht ist. Aber durch ein Stromliefermodell funktioniert es. Wir haben in Neuötting, ich wohne hier hinten, haben wir es geschafft, auch mal eine kleine Anlage zu errichten, eine kleine Freiflächenanlage, eine 400 Kilowatt Peak-Anlage. Weil uns wichtig war, wir haben hier ist ein Spielplatz direkt nebendran und es ist wichtig, dass die Energiewende auch greifbar wird. Und wir machen jetzt mit Schulklassen Führung im Solarpark und erklären die Energiewende im Solarpark. Weil wir müssen das den Leuten, wir dürfen nicht immer die erneuerbaren Energien verstecken, wir müssen die auch greifbar machen, damit Leute verstehen, was das bedeutet. Und das war ein ganz kleines Projekt und deswegen habe ich das mitgebracht, weil auch in Luxemburg die Flächen ja rar sind, ja. Aber dass man, oder nicht so große Flächen vielleicht zur Verfügung stehen, aber auch im Kleinen kann man tolle Projekte machen. Sie sehen vielleicht hier, das ist ganz schwach zu erkennen, eine Starkstromleitung, die drüber geht. Normalerweise ist es verboten, unter Starkstromleitungen PV-Anlagen zu errichten, wegen den Höhen und so weiter. Wir haben die Genehmigung bekommen. Auch hier haben wir es geschafft, mit dem Netzbetreiber eine Lösung zu finden. Wir mussten halt den Zaun erden. Wir haben ein bisschen mehr Auflagen bekommen. Wir durften nicht so tief reinrammen. Das sieht man gleich hier auf der nächsten Folie. Die Rahmenpfosten, ja, man durfte maximal 4 Meter hoch gehen. Aber auch hier konnten wir Flächen, die eigentlich nicht wirklich, die werden nie bebaut werden, konnten wir sinnhaft nutzen. Ein Teil wird vergütet, der Rest wird frei vermarktet, aber darauf möchte ich jetzt nicht so eingehen. Ich habe Ihnen ein Projekt mitgebracht von einer anderen Genossenschaft. Das habe ich deswegen mitgebracht, weil ich das total toll finde und ich Ihnen gerne zeigen wollte. Das ist eine Genossenschaft aus Regensburg und die hat sich die Frage gestellt, Photovoltaik und Tunnel, Autotunnel, passt es zusammen? Da denkt man, ein Tunnel, habe ich Beleuchtung drin? Ja, aber vor allen Dingen Nacht? Nee, das ist ja gerade umgekehrt. Gerade tagsüber ist die Tunnelbeleuchtung deutlich stärker an und nachts wird sie abgesenkt, weil nachts ist das Auge ja auf Dunkelheit gewöhnt, aber tagsüber, wenn ich reinfahre in einen Tunnel, da brauche ich ungefähr die gleiche Lichthelligkeit. Und deswegen verbraucht ein Tunnel am Tag am meisten Strom. Und das Problem war, dass natürlich bei Tunneln meistens nicht viel Flächen vorhanden sind. Und die Kosten deswegen von der Anlage, also ich kann da nicht reinrammen mit einer Firma, das kostet sehr viel Geld wie bei einer Freiflächen-Photovoltaikanlage, sondern sie haben ein System aus Italien gefunden und zwar wird es da mit so Druckluftbolzen verankert in die Erde. Und so konnte man eine sehr günstige Anlage errichten und das Besondere ist,
der Reststrom wird eingespeist, auch hier. Aber die Technik wurde so gemacht, dass die Anlage, wenn Netzüberspannungen da sind oder so, dass die Anlage nicht weggeschaltet wird, sondern dass der Tunnel immer versorgt werden kann. Und auch die Notstrombatterie, die es beim Tunnel gibt. Und so schaut das dann aus. Das war der Stromverbrauch vom Tunnel und die Anlage steht jetzt. Und Sie sehen, meine Damen und Herren, wie niedrig auf einmal der Verbrauch ist. Ungefähr 56% der Tunnelstromenergie für die Beleuchtung und Notbeleuchtung kommt aus der PV-Anlage. Und somit wird der Netzbezug gerade mittags auch gekappt. Und so schaut es aus. Und die meisten Tunnel haben ja irgendwo in der Nähe so Einfahrten, ja, und dort für den Bau des Tunnels wurden meistens solche Flächen angelegt. Und das ist keine große Anlage, aber das ist ein wunderschönes Projekt. Man sieht es nicht, es versorgt den Tunnel mit Strom und ist einfach wahnsinnig toll. Und die Schweizer haben es als erstes Mal gemacht, oder die Österreicher, ich bin mir nicht sicher, ob es die ASFINAG war. Und mittlerweile wird es bei jedem Tunnel in Deutschland, wird es jetzt in den nächsten Jahren geprüft werden. Ob nicht alle Tunnel mit so kleinen Photovoltaikanlagen, und auch ich bin jetzt in Luxemburg durch ein paar Tunnel gefahren. Vielleicht ist es die eine oder andere Idee, mal hier eine Versorgung zu machen. Und die Autobahndirektion ist sehr offen für solche Themen, weil es da um Geldsparen geht. Ich möchte mal kurz auf die Zusammenarbeit mit Kommunen eingehen, weil tatsächlich die meisten Projekte wir in Kooperation mittlerweile auch mit Kommunen realisieren. Wir haben in Deutschland viele Akteure, die erneuerbare Energienprojekte umsetzen. Entweder sind es die Landwirte zum Beispiel selber, es sind Projektentwickler, die spezialisiert drauf sind, es sind die Gemeinden, es sind Stadtwerke, Energiegenossenschaften, wie auch heute hier sind, oder halt andere Art von Betreibergesellschaft. Und wir haben mal geschaut, was ist bei der Bürgerbeteiligung? Wo findet Bürgerbeteiligung statt? Vor allen Dingen eigentlich nur in Energiegenossenschaften. Wo wird die Wertschöpfung hochgehalten? Steuern bezahlt, Kommunalabgaben bezahlt, Energiegenossenschaften, Gewerbesteuer zahlen wir, weil wir wollen ja einen Gewinn ausschütten. Deswegen zahlen wir in allen unseren Gemeinden Gewerbesteuer und sind in vielen Gemeinden, gerade in kleinen Gemeinden, sogar der Hauptgewerbesteuerzahler. Und in Deutschland haben wir vor allen Dingen ein sehr großes Akzeptanzproblem. Wir haben bei fast allen Projekten mittlerweile Bürgerinitiativen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist in Luxemburg, aber bei uns ist es eine Katastrophe. Du kannst keinen Mast mehr richten, ohne dass es eine Bürgerinitiative gegen den Mast gibt. Wir haben sogar mittlerweile Fernwärmenetze, wo es Bürgerinitiativen gegen Fernwärmenetze gibt, weil das Fernwärmenetz aus Hackschnitzel beheizt wird. Und das macht den Wald kaputt und das wollen wir nicht. Also das ist verrückt mittlerweile. Und deswegen gelingen viele Projekte nur noch, wenn die Bürger beteiligt werden. Und es ist ein Thema der Akzeptanzerhöhung. Meistens haben aber Genossenschaften das Problem, ja, dass wir vielleicht finanziell nicht so gut ausgestattet sind wegen irgendwelche Fonds, Hedgefonds, Investmentfonds. Wir müssen halt ein bisschen mehr darum kümmern, dass wir das Geld bekommen von den Bürgerinnen und Bürgern. Und so schaut unsere Projektwelt aus, vor allem bei Freiflächenprojekten. Entweder wir nehmen immer die Grundstückseigentümer mit. Das hat in Deutschland was mit dem Erbschaftsrecht zu tun. Ich weiß nicht, ob es in Luxemburg im Fall ist. Aber die Grundstückseigentümer müssen immer bei Freiflächen, Photovoltaikanlagen beteiligt werden. Wir machen auch Projekte mit dem Projektentwickler zusammen oder auch mit der Gemeinde. Wir haben Projekte, wo man mit der Gemeinde gemeinsam umsetzt und die Gemeinde auch Anteile an dem Projekt hält. Das Gleiche auch für die Fernwärme, da gehe ich jetzt nicht so detailliert ein. In der Fernwärme machen wir unsere Projekte entweder selber, komplett alleine, was manchmal auch eine Herausforderung ist, oder gemeinsam mit der Gemeinde, und das ist meistens besser, weil dann die Finanzierungskonditionen in der Regel besser sind von den Banken. Ich würde den Kreis jetzt schließen mit einem neuesten Projekt, was wir realisieren. Und zwar ist es eine Gemeinde im Landkreis Rosenheim, das ist Alpenvorland, schönste Natur. Es gibt dort keine Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Warum? Weil alle bisher verhindert wurden von Initiativen oder auch von der Politik. Die Gemeinde Ammerang ist eine Gemeinde, die hat eine Sache. Sie hat Gewerbe vor Ort und 2000 Arbeitsplätze im energieintensiven Bereich in der Produktion. Und die haben zwei so Mittelständler, die Weltmarktführer sind. Und die Weltmarktführer haben ein Problem, Energiekosten. Stromkosten, Wärmekosten. Und deswegen hat die Gemeinde gesagt, alle außenrum machen es nicht, aber wir wollen es machen. Wir wollen eine Freiflächen-Photovoltaikanlage errichten.
Die Gemeinde hat einen Weg gemacht, der sehr aufwendig ist. Und zwar haben sie eine sogenannte Weißflächenkartierung gemacht. Was ist das? Die Gemeinde hat gesagt, wir wollen bewusst Bereiche ausweisen in unserer Gemeinde, wo wir Photovoltaik erlauben wollen. Aber unter 2 Voraussetzungen. Wir als Gemeinde sind beteiligt und die Bürger über eine Genossenschaft, kein Privatinvestor. Ja? Sie haben dann Kriterien festgelegt, zum Beispiel Abstand zur Wohnbebauung, 50 Meter im Außenbereich, zum Beispiel Bodengüte, Bodenqualität, nur schwache Boden, also nicht die besten Böden, dann Abstand vom Wald, von gewissen Biotopen, Naturschutzthemen wurden berücksichtigt. Und so kam dann eine Karte raus, meine Damen und Herren, wo man dann sehen konnte, die blauen, das sind alles Bereiche, wo Photovoltaik möglich sind. Hier sind Ausschlussgebiete. Und dann in einem zweiten Schritt wurden alle Landwirte von der Gemeinde angeschrieben. Und die Landwirte wurden gefragt, wer möchte eure Flächen zur Verfügung stellen? Und dann haben sich 25 Landwirte gemeldet mit knapp 65 Hektar Fläche. Das sieht man dann hier. Und da sieht man lauter kleine Punkte, überall mal große Punkte, mal kleine Punkte. Und das funktioniert natürlich nicht. Ich kann nicht überall kleine Anlagen machen, das schafft keine Akzeptanz. Und dann wurde geschaut, die Kriterien der Gemeinde mit den Flächen und am Ende kam ungefähr 40 Hektar Fläche raus, wo die Gemeinde gesagt hat, die würden wir freigeben zur Photovoltaik. Und das ist genau das, was die Gemeinde wollte. Sie wollte sich bilanziell selber decken können aus Strom aus der Photovoltaik. Das haben wir dann, die Ergebnisse haben wir der Öffentlichkeit vorgestellt. Das war 2023. Und dann wurde ein Hauptstandort festgelegt. Warum? Weil die Fläche eigenbewirtschaftet wurden von den Verpächtern. Das heißt, es wurden keinem Landwirt Flächen weggenommen, der die irgendwo gepachtet hat. Das ist meistens ein Akzeptanzthema in der Landwirtschaft. Dann, da komme ich gleich noch in Nähe zum Heizhaus, dann eine kompakte Fläche. Wir haben sogar hier 200 Meter Abstand im Osten und Westen, 100 Meter im Süden, also noch größeren Abstand und auch wirklich schlechte Ackerböden und vor allem Intensivgrünland. Und das ist die Fläche, die wir jetzt in die Genehmigung geben. Sie sehen, es sind auch Häuser in der Nähe. Das sind auch die einzigen, die nicht ganz so glücklich sind. Und jetzt geben wir 32 Megawatt Photovoltaik in die Genehmigung gerade. Wir sind gerade in der Genehmigung, obwohl in der ganzen Region Photovoltaik-Freiflächenanlagen noch nicht gebaut worden sind. Also auch da schafft man durch viele Maßnahmen, dass man Projekte hinkriegt, aber der Prozess, meine Damen und Herren, 2 Jahre hat es gedauert, bis wir in die Genehmigung reingegangen sind. 28 Hektar Photovoltaik, 32 Megawatt Peak und ja, Baubeginn hoffentlich Ende des Jahres, wenn wir die Genehmigung bekommen. Hier sehen wir, hier kommt die Photovoltaikanlage, hier ist das Umspannwerk, wo wir einspeisen, aber auch hier planen wir die Richtung eines Fernwärmenetzes und auch wieder aus der Photovoltaik. Wir legen ein eigenes Stromkabel zum Heizhaus, um die Bevölkerung mit Wärme zu versorgen. Weil eins ist der Bevölkerung wichtiger als der Solarpark. Die sagen, meine Photovoltaik finden wir vielleicht nicht schön, aber wie es mir warm wird zu Hause, ja, das interessiert mich. Wie kriege ich meine Heizung warm? Weil in der Gemeinde nur Ölheizung vorherrschen oder Flüssiggas. Und das ist teuer geworden in den letzten Jahren. Und so schaut es dann aus und deswegen, das Foto war schon wichtig. Das ist bei einer unserer Solaranlagen, nach 4, 5 Jahren, wenn man die Hecken pflegt, dann sieht man hinten dran, das ist die Photovoltaikanlage, die sieht man nicht mehr. Ja? Und von dem her, ja, es braucht Zeit, aber man kann die Photovoltaikanlagen so gestalten, dass sie wirklich gut ins Landschaftsbild reinpassen. Wie eine Freiflächenanlage gebaut wird, darauf gehe ich jetzt bewusst nicht ein, außer es wird von Ihnen gewünscht, aber ich glaube, das sollte man, ist bekannt hier. Ihr seid ja Experten. Und in Amerang, ich gehe noch mal kurz zurück, Entschuldigung, dass ich so rumspringe, machen wir erstmalig eine Sache, das sieht man hier, auf diesem Gebiet wird ein Großbatteriespeicher errichtet.
ein Großbatteriespeicher, der genauso viel kostet wie die gesamte Photovoltaikanlage. Wir rechnen mit Investitionskosten in die Photovoltaik von 17 Millionen Euro ungefähr aktuell, Batteriespeicher auch um die 17 Millionen Euro. Das muss ich wieder vorhüpfen, Sie verzeihen es mir bitte. Ups, eins zu weit. Warum der Batteriespeicher? Photovoltaikstrom ist ja in Deutschland mittlerweile brutal billig an der Börse und wir haben ja meistens das Problem, das Ausland profitiert vielleicht manchmal davon, dass gerade mittags die Preise an der Börse null sind oder sogar negativ werden. In Deutschland können sie negativ werden. In manchen europäischen Nachbarländern können die nicht negativ werden, die bleiben bei null. In Deutschland können sie negativ werden. Was bedeutet das? Ich habe letztes Jahr für meine Photovoltaikanlagen an 400 Stunden kein Geld von der Börse bekommen. Ich habe zum Glück noch alte Verträge, deswegen kriege ich so alte Kontrakte, deswegen kriege ich das Geld, aber zukünftig, wenn ich neue Kontrakte machen muss, werde ich das Geld auch nicht mehr bekommen. Das bedeutet, ich muss in meinem Business Case gewisse Stunden mit negativen Preisen oder wo ich kein Geld bekomme, einplanen. Und das natürlich meistens dann, wenn die Sonne scheint und das von morgens teilweise von 9 bis 16 Uhr wird die Photovoltaik abgeschaltet, weil wir so viel PV-Strom im Netz haben. Wir sorgen dafür, dass der Strom in Deutschland günstig wird, teilweise zu günstig. Und wir machen uns selber das Leben kaputt. Umso mehr Photovoltaikanlagen gebaut werden, umso mehr negative Stunden werde ich auch haben. Durch den Speicher sorge ich natürlich dafür, dass die Energie mittags nicht ins Netz geschossen wird, sondern direkt vor Ort gespeichert wird. Das ist einer dieser Container, die wir 2021 errichtet haben. Ja. Wir sorgen für Netzstabilität, 50 Hertz Netz, habt ihr ja auch hier in Luxemburg, das ist ja europaweit, überall das 50 Hertz Netz. Das, durch die ganzen kleinen, vor allem Balkonmodule und die kleinen PV-Anlagen, die nicht geschaltet werden können, hat man lauter Impacts auf das Stromnetz. Und es wird immer schwieriger für die Netzbetreiber, das 50 Hertz Band zu halten. Deswegen macht der Speicher auch, zudem, dass er Energie speichert, auch Regelenergie. Der Netzbetreiber kann sagen, jetzt bitte Energie reinschießen, damit ich das Netz halten kann, beziehungsweise kurz auch Energie rausnehmen. Ein eigener Business Case, verdiene ich Geld. Ich stärke dadurch die Versorgungssicherheit und das ist gerade für die Unternehmen vor Ort wichtig, weil Unternehmen, die Maschinen, sind häufig auf das 50 Hertz Netz ausgelegt und die haben ganz große Probleme, wenn auf einmal so Interferenzen reinkommen. Und deswegen sorgen wir für Netzstabilität vor Ort und dafür, dass auch kleine Anlagen nicht so schnell weggeschaltet werden. Und das sieht man dann, und das ist quasi das, wie es in Amarang passieren wird. Der Solarstrom kommt, wird bis 14 Uhr ungefähr eingespeichert werden und dann abends. Der Strompreis in Deutschland ist gerade abends um 18 Uhr am teuersten im Sommer, weil die Leute nach Hause gehen, kochen, Fernseher einschalten, keine Ahnung was. Und dann nehmen wir den PV-Strom und schieben ins Netz. Und der Business Case von großen Solarparks in Deutschland funktioniert zukünftig nicht mehr ohne Speicher, weil ich sonst mit Einnahmen ungefähr um die 4 bis 4,3 Cent momentan rechnen muss, übers Jahr gesehen pro Kilowattstunde. Und das ist knapp. Ich schaffe meinen Schuldendienst, schaffe keine Rendite. Durch den Batteriespeicher kommen wir momentan, also Batteriespeicher haben in Deutschland eine Rendite aktuell von 9 bis ungefähr 18%. Ja, und diese Mischkalkulation wird zukünftig gefragt sein. Und meine Damen und Herren, alle sagen, wir brauchen ja große Kraft, also in Deutschland zumindest sagt man, wir brauchen große Gaskraftwerke, weil nachts, wenn kein Solarstrom zur Verfügung steht, ja, dann müssen die Gaskraftwerke rein oder werden Dunkelflautenzeiten. Dunkelflautenzeiten, das heißt Zeiten, wo kein Wind, keine Sonne weht, 2 Wochen ungefähr im Jahr, 1 bis 2 Wochen, das schaffen wir nicht. Aber ab April, Mai bin ich überzeugt, werden wir zukünftig mit Batteriespeicher, mit Photovoltaikanlagen die Stromversorgung hinbekommen und noch ein bisschen Wind dazu, weil wir einfach die Last in die Nacht reinschieben und somit eine sehr gute Lastenverteilung hinbekommen. Warum, meine Damen und Herren, ist Photovoltaikstrom wichtig für die Fernwärme? Das wollte ich Ihnen ja noch kurz erklären. Weil Strom aus Photovoltaik das ist ein bisschen schwach zu erkennen, aber ich zeige bewusst hin, weil wir den Strom für ungefähr 4 Cent aus der Freiflächenanlage erzeugen können. Dachanlagen
sind wir ungefähr bei 7 bis 15 Cent. 7 ist eher bei größeren Dachanlagen. Und Sie sehen, Wind onshore, sagen wir auch ungefähr bei 4 Cent. Die erneuerbaren Energien sind einfach die günstigsten. Und hier sieht man die fossilen, Steinkohle, Gaskraftwerke, die so günstige Kernkraft. Ja, billig ist was anderes. Und dementsprechend, wenn ich aus Strom Wärme mache, nehme ich die günstigste Energiequelle her, die ich habe. Und das ist Photovoltaik. In unserem Fernwärmeprojekt macht der PV-Strom ist der größte beeinflussbare Einzelfaktor. 30% ungefähr in der Preisgleitklausel, also das ist das, wo ich den Wärmepreis anpassen darf gesetzlich, kommt aus dem PV-Strom. Ich habe aus dem PV-Strom einen 10-Jahres-Vertrag gemacht. 10 Jahre keine Preisanpassung auf 30% des Wärmepreises. Kriege ich nicht bei Öl, kriege ich nicht bei Gas, kriege ich nirgendwo. Aber aus dem eigenen Solarpark der Genossenschaft. Und der Rest ist ein Hackschnitzel. In Deutschland muss man leider einen Wärmemarktindex reinmachen und das Bundesverfassungsgericht macht meistens sehr gute Urteile. Da haben sie einen Mist gemacht. Was ist im Wärmemarktindex drin? Kohle, Gas, Öl. Und das macht meinen Preis teuer in der Fernwärme. Nicht die erneuerbaren Energien. Und so schaut dann das Fernwärmenetz in Amerang aus. Hier ist das Heizhaus. Der PV-Park geht mit Stromkabel direkt drauf und von hier verteilen wir. Hier ist das Gewerbegebiet. Wir tun nicht nur Wärmeversorgung machen, sondern auch Kälteversorgung. Wir haben ja einen Klimawandel, es wird wärmer. Und Unternehmen brauchen A für die Kühlung der Räume, Kühlprozesse und aber auch für Prozesse, also zum Beispiel Kühlprozesse. Die haben wir hier. Und die Luftwärmepumpen haben einen Vorteil. Sie können neben Wärme, können sie auch Kälte machen. Das ist ja nichts anderes wie ein Kühlschrank, kann man beidseitig machen. Und dementsprechend werden wir auch Kühlung versorgen. Wir bauen ein Kühlnetz auf fürs Gewerbegebiet und werden den PV-Strom wirklich zur Kühlung hernehmen im Sommer und sorgen dafür, dass die Unternehmen günstige Energie, günstige Kühlung bekommen. Und versorgen daneben noch viele Ein- und Zweifamilienhäuser, Hotels. Und die Fernwärme wird die Daseinsvorsorge der Gemeinde Amerang sein. Günstige Energie im ländlichen Raum. Und die Wärmegesellschaft ist eine Gesellschaft mit der Gemeinde Amerang und uns zusammen. Unser Ziel ist immer Wertschöpfung, Gewerbesteuereinnahmen. Wir zahlen 3,7 Millionen Euro in der Worst-Case-Annahme an Gewerbesteuer für die Gemeinde. Das ist Geld, damit kann die Gemeinde was anfangen. Preisstabilität für Fernwärme. Wir fördern die Artenvielfalt, wie ich gezeigt habe. Und das ist immer ein Thema, weil jeder sagt, ja, PV-Strom kann ich doch auch hernehmen. Na, PV-Strom ist leider teuer und geht übers öffentliche Netz. Fernwärme geht nur dann, wenn es aus dem eigenen Stromkabel, zumindest in Deutschland, geht, weil wir Energy Sharing noch nicht betreiben können. Meine Damen, meine Herren, da denkt man, wenn man diese Sachen hört, oh, das ist doch super. Das wird funktionieren, das läuft und die Menschen werden begeistert sein. Aber auch wir, obwohl wir so viele positive Faktoren haben, haben Amerang eine Gegeninitiative, die solche Flyer verteilt. Wollt ihr eine riesige Stromfabrik auf wertvollen Ackerboden? Es ist der schlechteste Ackerboden. Ja, und sie wollen Ängste schüren mit Fotos und so weiter und so fort. Wir hatten letzte Woche eine große Bürgerversammlung mit 300 Bürgerinnen und Bürgern. Und ich hatte ein bisschen Angst, weil die Initiative sehr präsent war. Aber wir haben und ich habe den Flyer bewusst hingeworfen an die Wand, wir haben gegen jeden dieser Punkte 5, 6 Gegenargumente gemacht und die Mehrheit der Bevölkerung am Ende ist rausgegangen und hat gesagt, jawohl, das ist ein super Projekt. Und weil jeder sagt, das ist, eine Anwohner hat gesagt, wollt ihr meine schöne Fläche hier kaputt machen, meinen schönen Ausblick? Ja? Da habe ich gesagt, das ist ja super, dass er mir das Foto gibt. Ich habe gesagt, simuliert mal die Photovoltaikanlage rein. Ja? Haben wir rein simuliert. Also hässlich ist was anderes. Also es ist eine Anlage, die ist technisch, aber so viel wird die da auch nicht sehen, vor allem wenn die Grünhecke noch außenrum ist. Und so kann man auch Gegner, und die wird es sicherlich auch hier in Luxemburg geben gegen erneuerbare Energienprojekte, so kann man auch Gegner überzeugen, auch mit Argumenten, also nicht die härtesten Gegner, die kriegt man nie überzeugt, aber die Menschen, die normal vernünftig denken, die kriegt man überzeugt, auch größere Projekte im ländlichen Raum umzusetzen, wo man auch mal spazieren geht.
Und das ist, man muss auch mal provokativ sein. Was will ich? Saubere Energie, unabhängig von Weltmärkten, lokal erzeugt, bezahlbar? Oder möchte ich vor allem fossile Energie abhängig und teuer? Und deswegen finde ich, sind Genossenschaften eigentlich der beste Akteur zur Umsetzung der Energiewende, weil wir nehmen die Menschen mit. Das machen Investoren nicht. Wir nehmen die Menschen mit. Wir nehmen sie mit auf einer Reise. Wir erzählen Geschichten. Wir wollen vor allen Dingen, dass es den Menschen vor Ort gut geht und dass wir natürlich eine lebenswerte Welt hinterlassen. Und das Wertschöpfungskreislauf, glaube ich, brauche ich hier nicht erzählen. Genossenschaften, die Bürgerinnen und Bürger werden Mitglied, wir investieren, wie bei euch auch. Und man sieht es, in Bayern gibt es allein 346 Energiegenossenschaften. Ja? Die hier, das sind die Wärmegenossenschaften, die blauen sind die Photovoltaik, die grauen, das sind die klassischen Energieversorger, die auch Energienetze haben. Wir haben Biogasanlagen, vor allem auch ein paar Windgenossenschaften. Aber Sie sehen, meine Damen, meine Herren, das Gros der Energiegenossenschaften in Bayern sind mittlerweile die Wärmegenossenschaften. Allein dieses Jahr sind schon wieder 13 neue Energiegenossenschaften in Gründung, gerade in Bayern. 80% sind Wärmegenossenschaften. Die Wärme wird das Thema der Zukunft für Energiegenossenschaften in Deutschland sein und ich bin auch überzeugt bei Ihnen. Weil, wer nimmt die Bürger mit bei der Wärmewende? Energiegenossenschaften. Wer denkt nicht gewinnmaximierend? Energiegenossenschaften, sondern nutzenmaximierend für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Wer genießt das Vertrauen? Das sind wir. Und natürlich, Luxemburg ist vielleicht was anderes, das Stadtzentrum, aber auch hier, wir haben ja auch hier überall Gemeinden mit ein paar tausend Einwohnern. Wer macht denn da die Projekte? Wer soll das machen? Die Gemeinde wollen es meistens nicht machen, weil sie sagen, oh, wir können es nicht, wir trauen es nicht. Das sind meistens die Bürgerinnen und Bürger, die dann sagen, wir machen ein Unternehmen, wir gründen eine Gesellschaft und das ist dann eine Genossenschaft und machen die Wärmewende selber. Insgesamt haben wir 233 Wärmekunden der Belieferung bisher. Wenn wir die Netze, von denen ich Ihnen gesprochen habe, das größte werden wir jetzt bauen, das ist eine Gemeinde mit 10.000 Einwohnern. Da rechnen wir mit 1.000 Hausanschlüssen. Da werden wir allein 50 Millionen Euro vergraben die nächsten 10 Jahre. Ja. Wir haben 300 Stromkunden, das ist nicht unser Hauptgeschäft. Unser Hauptgeschäft ist vor allem Fernwärme und Photovoltaik, über 100 Megawatt installierte Leistung. Wir haben mittlerweile über 10.000 Kilowattstunden Speicherkapazität. Wir haben über 2,3 Millionen bisher in Dividende ausgeschüttet an die Mitglieder von uns. Wir haben 3,6 Millionen Steuern bezahlt vor Ort, das machen wir gerne. Wir haben 14 Arbeitsplätze geschaffen. Wir haben 123.000 Tonnen CO2-Emissionen vermieden. Um das in Bäume umzurechnen, bräuchte ich knapp 9,8 Millionen Buchen in einem Jahr. Vergleichbar. Und diese Zahl finde ich beeindruckend, weil ich mich immer frage, wo stehen denn diese 9 Millionen Buchen? Da merkt man erst recht, wie wichtig der Ausbau der erneuerbaren Energien ist, um einfach CO2 zu vermeiden. Und natürlich das Thema Öl einsparen durch die Fernwärme. Dividende haben wir auch ausgeschüttet. Und das ist das Wichtige von uns. Ein Anteil kostet 150 €. Also, warum 150 €? Weil uns wichtig war, dass ein jeder mitmachen kann, auch wenn er nicht viel Geld hat. Auch eine Rentnerin, auch ein Rentner, auch ein Einkommensschwacher. Weil ich kann nicht Akzeptanz predigen und dann 5.000 € verlangen. Das funktioniert nicht für einen Genossenschaftsanteil. Deswegen 150 €. Jeder kann dabei sein, jeder kann mitmachen, packen wir es an. Ich hoffe, dass ich 1, 2 Ideen habe, vielleicht platzieren können in Ihre Köpfe. Vielleicht auch, ich weiß, Wärme ist noch nicht das Thema, aber ich appelliere, seien Sie offen dafür. Weil wenn Sie ein Wärmeprojekt haben, ein Wärmeprojekt baue ich für 40, 50, 100 Jahre. Ich sage immer, die EGIS haben wir jetzt für die Ewigkeit gebaut. Weil wir werden auch in 50, 60, trotz Klimawandel, in 70 Jahren die Menschen mit Wärme versorgen müssen. Weil Wärme ist sehr wichtig. Und von dem her kann ich Sie nur ermutigen, packen Sie es an, auch die Wärme, nicht nur Photovoltaik, das ist einfach zum Starten, aber Wärme ist die Königsdisziplin. Und wenn Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. Und ich danke schon mal herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, meine Damen und Herren.
Nachhinein froh dazu. War nicht, ich habe eine Frage zu den Carports mit Ladestationen. Wie funktioniert, wie organisieren Sie das? Machen Sie auch die Wartung? Kassieren Sie auch, kassieren Sie auch das Geld, die Ladetarife? Wie funktioniert diese Carport-Lösung? Weil Luxemburg ist auch ein Land der Autos, der teilweise sehr großen Autos und so. Also, nein, also letzten Endes, wir haben ein Phänomen, ich habe bewusst nicht so viel zur Ladeinfrastruktur gesagt, weil Ladeinfrastruktur für uns eher ein Hobby ist als ein wirkliches Geschäftsfeld. Wir haben die erste Ladesäule 2016 errichtet. Das war die erste Ladesäule im ganzen Landkreis bei uns, also im ganzen Departement vergleichbar. Und wir hatten im ersten halben Jahr 2 Autos, die geladen haben. Aber ist egal. In der Zwischenzeit wurden es immer mehr. Irgendwann hatten wir ungefähr 2 am Vormittag, 2 am Nachmittag und einen am Abend. Und mittlerweile geht es wieder zurück. Tatsächlich geht es wieder zurück. Haben wir uns gefragt, warum geht es wieder zurück? Das hat einen Grund. Wir geben den Strom relativ günstig her, aber es gibt Zwischenhändler, die das dann verkaufen und deswegen kostet der Strom am Ende für die Kunden 70, 80 Cent, je nach Tarif, den sie haben. Und damit schaffe ich keine Akzeptanz. Und das ärgert uns. Jetzt führen wir langsam bei manchen Kreditkartenzahlsystemen ein, dann kriegen sie das für unter 40 Cent und das ist wieder konkurrenzfähig zu Benzin und Diesel bei uns. Aber trotzdem, wir stellen fest, dass immer mehr Leute auch zu Hause laden, ja, mit ihrer PV-Anlage. Und deswegen bauen wir nicht mehr so viel aus. Bei Carport finde ich das, wir haben das bewusst an Standorten gebaut, wo Mitarbeiter parken, wo Badegäste parken, also und länger halt laden können. Oder bei dem einen, wo ich Ihnen gezeigt habe, ist nebendran ein genossenschaftlicher Wohnungsbau. Also das ist eine Genossenschaft, die Wohnung errichtet hat und die haben keine Garagen und keine Parkplätze. Und deswegen haben wir einen Carport in der Nähe errichtet mit Ladeinfrastruktur und die Leute, die dort wohnen, die laden dort. Der Strom geht, wie gesagt, direkt rein und wir vermarkten, also wir haben die Ladeinfrastruktur errichtet, wir haben einen Anbieter, der kümmert sich mit den Abrechnungen und so weiter und so fort. Das machen wir alles nicht selber. Und auch, dass die Ladesäule von Fremden genutzt werden kann. Da haben wir einen Dienstleister, der das macht. Das machen wir nicht. Aber wir verdienen natürlich Geld durch die verkaufte Kilowattstunde. Und aus dem Carport erzeuge, also er ist jetzt nicht da, aber aus dem Carport erzeuge ich die Kilowattstunde für ungefähr, sagen wir mal, 12 Cent. Pi mal Daumen. Ich verkaufe die aber für 34 Cent an den Kunden und dann habe ich natürlich einen Business Case, der sehr gut funktioniert. Ja? Auch wenn nicht so viele Leute laden. Aber wir haben bewusst das Thema Ladeinfrastruktur ein bisschen wieder zurückgefahren, weil erstens haben wir sehr große Akteure bei uns in Deutschland am Markt und außerdem musst du den perfekten Standort finden, wo du sagst, das lohnt sich langfristig, weil du hast trotzdem ein nicht kleines Investment, weil die Ladesäule ist nicht das, was Geld kostet. Geld kostet meistens der Weg zum Trafo. Das kostet Geld durch die Straße, Graben und so weiter. Das kostet richtig viel Geld, deswegen muss man immer gut überlegen, wo mache ich die Infrastruktur hin. Aber ich finde, gerade mit Carport ist es eine super Lösung. Also gefällt mir auch noch heute und wird auch echt sehr gern genutzt, muss ich sagen. Sie. Nachhinein froh, waren in Ihren Projekten überall vorgesehen, eine Trafostation einzubauen und die Leitungskosten. War das alles inbegriffen in Ihren Angeboten? Meinen Sie jetzt bei den Freiflächenanlagen oder bei den kleinen Projekten? Bei den größeren, sagen wir. Bei den größeren, ja. Also letzten Endes, wir brauchen ja für ein Projekt, müssen wir eine Netzanfrage stellen und der Netzbetreiber sagt, hier könnt ihr einspeisen. Und dann müssen wir schauen, ist es weit weg, ist es nah? Und bei dem großen Projekt, wo ich Ihnen gezeigt habe, in Franken, da haben wir sogar ein eigenes Umspannwerk gebaut. Also das ist mit einkalkuliert. Umspannwerk knapp 4,5 Millionen Euro. Aber hätten wir, und das haben wir nicht den Netzbetreiber bauen lassen, das haben wir privat gebaut. Netzbetreiber hätte ungefähr 7 Jahre gebraucht. Wir haben das innerhalb von 2 Jahren errichtet. Ja? Also man muss die Sachen selber in die Hand nehmen, weil sonst
Also auf den Netzbetreiber und auf die Politik warten wir nicht mehr. Wir machen alles selber. Das ist unsere Philosophie. Und dementsprechend müssen wir natürlich in unseren Projekten den Netzanschluss, also das heißt die Trafo im Solarpark, vielleicht können wir nochmal die Präsentation auch öffnen. Vielleicht kannst du das machen, Cedric. Also einerseits die Trafostation im Solarpark müssen wir einkalkulieren, die Übergabestation oder auch beim Umspannwerk das Schaltfeld oder die Umbaukosten beim Umspannwerk. Und das macht teilweise richtig viel Geld aus. Also bei uns in Deutschland rechnen wir ungefähr pro Kilometer Leitungstrasse 150.000 €. Wenn ich jetzt 10 Kilometer gehen muss, dann ist 1,5 Millionen € ungefähr. Was die Trasse kostet. Dann kommt noch Kosten Umspannwerk und so. Also der Anteil der Kosten mittlerweile für den Netzanschluss, wenn er weiter weg ist, kann schon 20% der Projektkosten ausmachen. Und deswegen muss man immer auch schauen, das eine ist, ein Standort zu finden, wo ich die Fläche kriege. Das zweite Wichtige ist, wo kann ich die Energie einspeisen. Das ist das. Und wenn die zwei Sachen passen, dann gehe ich erst in die Genehmigung, sonst mache ich keine Genehmigung. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit den verschiedenen Ausrichtungen der Photovoltaikanlagen? Nur komplett Süd oder wie weit können Sie abweichen oder was ist Ihre ideale Regel oder Richtung? Ich nehme das Mikro. Ich bin kein Mensch, der da hinten dran stehen mag. Entschuldigung. Also, ich habe das leider nicht dabei. Wir haben eine Ost-West-Anlage gebaut. Also wirklich Ost-West am Südhang. Und ich habe gedacht, jawohl, das ist super, weil morgens ist der Strom früher da und abends ist er länger da. Bei Ost-West ist es ja so. Und mittags, also die Spitze ist nicht so, sondern wirklich eher so geglättet. Das können wir feststellen. Wir haben jetzt bei unserem Projekt hier, haben wir simuliert Ost-West, Süd und Tracker-System. Also wirklich, also Verbindung mit Agri, also mit noch weiterer landwirtschaftlichen Nutzung. Das heißt Reihenabstand ungefähr zwischen 9 und 12 Meter, damit man noch mit dem Traktor durchfahren kann und dann die Module quasi so mit der Sonne halt mitwandern, auch Ost-West. Und wenn der Landwirt durchfährt, dass sie dann senkrecht aufgestellt werden. Haben wir alles durchgerechnet und tatsächlich Süd ist und bleibt das wirtschaftlich Beste bei uns. Gerade im Südbein haben wir hohe Erträge. Also wir reden mittlerweile von 1200 Kilowattstunden je Kilowatt Peak ungefähr bei sehr guten Anlagen. Und durch die Südausrichtung des Ost-West ist nicht, also die Erzeugung bei Ost-West, da liegen wir ungefähr bei knapp 1000. Das heißt 200 Kilowattstunden je Kilowatt Peak verliere ich. Und selbst durch die Abschaltung ist es wirtschaftlich nicht auszugleichen. Also wir haben für unsere Anlagen mittlerweile festgestellt, dass Süd immer das Beste ist, vor allem wenn ich noch einen Speicher dazu plane. Und deswegen sind wir komplett von Ost-West wieder weggegangen. Auch mit Simulation mit Preisen in die Zukunft. Also wir haben das alles versucht, also wir haben gerade bei so großen Projekten simulierst du auch, welcher Winkel wird alles durchsimuliert, dass man das Beste findet für die Oberfläche. Und Ost-West bauen wir nicht mehr. Es gibt manche, die machen das, die haben dann ein bisschen andere Philosophie, aber wir machen es nicht, tatsächlich. Weil das ist schon auch eine Sache, wir sind auch bei uns in der Fernwärme absolut auf Wirtschaftlichkeit getrimmt. Also wir haben keinen Euro zu verschenken, weil wir arbeiten mit dem Geld der Menschen und haben deswegen eine sehr hohe Verantwortung. Und deswegen müssen wir genau überlegen und wissen, was wir tun. Und deswegen müssen wir genau schauen, wie bauen wir die Anlagen. Und die meisten Experten, also auch die großen Investoren, man kann immer schon schauen, was die Investoren machen, weil die wissen schon, was sie tun. Ja? Die bauen keine Ost-West-Anlagen. Never ever. Die bauen alles Süd und sie wissen genau warum. Mag vielleicht sein, umso nördlicher ich komme, umso weniger die Erträge sind, dass sich das vielleicht ausgleicht, das weiß ich jetzt nicht. Aber wir bleiben auf Süd. Ich glaube, hier war noch eine Frage. Ja, Süd
glaube ich, mein Kollege und ich, wir arbeiten im Studienbüro, das ist, können wir uns vorstellen, ist okay, aber wir haben doch trotzdem eventuell bei begrenzter Fläche auf Gebäuden mit Ost-West mehr Leistung nachher. Muss man auch vielleicht bedenken. Aber ich hätte 2 Fragen vielleicht. Könnten Sie vielleicht etwas sagen zum Batteriespeicher, Akzeptanz des Netzbetreibers? 70 Millionen ist viel. Ne? Wie war die Prozedur? Wie ist es gelaufen? Wie lange denken Sie, dass der Batteriespeicher funktioniert? Und ich hatte noch eine Frage zu der Lärmschutzwand. Die Firma Gaggenau, in Gaggenau kennen wir auch. Ja, genau. Vielleicht können Sie was sagen zu der Montageprozedur, wie das funktioniert hat, mit den Elementen, die Sie, ich denke mal, auf Maß machen und dann auch einsetzen vor Ort. Und die Länge vielleicht noch von der. Ja, vielleicht noch was für Länge, Leistung und so weiter. Machen wir erstmal Speicher. Das ist eine sehr gute Frage, weil, also, wir haben in Deutschland, also wir hatten vor 3, 4 Jahren, ich nenne es bewusst Goldgräberstimmung, weil jeder auf einmal gesagt hat, jetzt bauen wir Photovoltaik. Und jetzt aktuell haben wir nicht mehr die Goldgräberstimmung der Photovoltaik, sondern bei den Batteriespeichern. Allein in Bayern gab es beim Netzbetreiber 1000 Anfragen für Großbatteriespeicher. Der Netzbetreiber hat gesagt, ich kann das nicht berechnen. Der Rechner, ich habe die Leute nicht dafür, ich habe die Power nicht. Und vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, ist es seriös, die Anfrage, weil jeder konnte eine Anfrage stellen. Dann haben die Netzbetreiber, also zumindest die meisten, haben jetzt einen Riegel vorgeschoben. Sie haben gesagt, ich möchte einen Pachtvertrag sehen und ich möchte sehen, dass die Gemeinde die Genehmigung für den Speicher gestartet hat. Das heißt, du musst die Gemeinde überzeugen. Und auf einmal sind aus den 1000 Anfragen nur noch vielleicht 40, 50 übrig geblieben und die werden jetzt geprüft. Wir haben deutschlandweit, ich habe die aktuellen Zahlen nicht, ich würde mal behaupten, ungefähr 20.000 Großbatteriespeicheranfragen gehabt. Die Experten gehen davon aus, dass nur 3% realisiert werden, weil die meisten einfach Luftnummern waren. Einfach mal fragen, vielleicht kriege ich ja einen Zuschlag. Und die Netzbetreiber sind sehr genervt. Wir haben jetzt für unser Projekt in Amerang, was ich Ihnen gerade vorgestellt habe, haben wir simuliert also das wird sehr technisch, ein 2 Stunden, 4 Stunden, 8 Stunden Modell. Also wie viele Stunden kann der Batteriespeicher Strom zur Verfügung stellen? Wie groß sollte der Speicher sein? Und wie betreibe ich den Speicher? Die meisten Speicher, die bei Umspannwerken errichtet werden, sind wirklich nur dafür da, Primärregelenergie zu machen, das heißt 50 Hertz Band zu halten, also das Netz stabil zu halten. Und die zweite Variante ist, den Strom ganz günstig, ganz günstig unten besser gesagt, also wenn er Minus ist, reinzuholen und dann, wenn er teuer ist, zu verkaufen. Das machen wir hier nicht in Amerang. Und deswegen ist der Netzbetreiber sehr begeistert von dem Projekt, weil wir machen 2 Sachen. 3 Sachen. Wir machen Regelenergie. Im Winter können wir günstig einspeisen und ausspeisen. Aber im Sommer darf ich zwischen 9 und 16 Uhr, glaube ich, 15 Uhr, es gibt so eine Zeit, darf ich nicht das Netz zusätzlich belasten durch eine Einspeisung. Das heißt, ich darf nur aus dem PV-Park reinspeisen in den Speicher und nach 15 Uhr, ich glaube 16 Uhr ist es, darf ich das Strom zur Verfügung stellen. Weil dann weiß der Netzbetreiber, ich belaste das Netz nicht. Weil das ist ein großes Problem mittlerweile im Süden bei uns, dass die Speicher eigentlich dafür sorgen, dass das Netz noch mehr ausgebaut werden muss, weil dann die Speicher meistens ziehen, wenn viel Energie da ist, dann aber natürlich zu Belastungssituationen in einzelnen Netzverknüpfungspunkten sorgen. Und deswegen, Sie müssen sich vorstellen, ich speise ein und gleichzeitig ist die Energie günstig und ich ziehe noch gleichzeitig die gleiche Menge. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung für die Netze und deswegen verbiete ich mir das und der Netzbetreiber ist sehr glücklich und das ist die Fahrweise, wie wir das hier fahren. Wir fahren wirklich netzdienlich und betreiberfreundlich. Aber so kriege ich die Genehmigung. Und was ist das größte Problem der Speicher aktuell? Sind die Netzanschlusskosten. Wenn ich jetzt einen 20 MW Speicher, also Leistung, 20 Megawatt dahinstelle,
Das sind aktuell, werden 6 Container geplant. Ja. Wenn ich einen 20 MW Speicher dorthin stelle, kostet mich das 20.000 mal 27 € Anschlussgebühr. Jedes Kilowatt Netzbezug kostet Anschlussgebühr. Jedes kW. Also 20.000 mal 27 € kann man ausrechnen. Ich gebe so viel Geld für einen Netzanschluss aus, das ist nicht so leicht reinzukriegen. Dadurch, dass ich das quasi grün denke, solarfreundlich denke, werden wir wahrscheinlich die Netzanschlusskosten um 70% reduziert bekommen, weil der Netzbetreiber sagt, er hilft mir in meinen Aufgaben. Und somit hat der Netzbetreiber, ist er glücklich. Und so kommen wir mit dem Netzbetreiber gut klar, andere weniger, weil andere wollen nur richtig Geld verdienen und die kriegen auch teilweise keine Genehmigung mehr. Ich glaube, passt das für die Speicherthematik? Wie viel? Ach so, ja, danke für die Erinnerung. Dieser Speicher haben wir 2021 errichtet. Er wird gefördert vom Staat. Das war, weil es der erste war, gab es eine extra Förderkulisse für Pioniere. Die haben wir bekommen. Ich muss den Speicher 20 Jahre lang betreiben. Ich bin verpflichtet. Der Hersteller sagt, der Batteriespeicher hält 20 Jahre, das schafft er, aber nicht der ganze. Und zwar, ich möchte jetzt nicht ganz zurückklicken, aber auf meinem ersten Foto haben Sie ja gesehen, ein Speicher besteht aus verschiedenen Racks. Also das sind so einzelne Speichermodule, die werden reingeschoben, weil der Speicher wäre viel zu schwer, den dort anzuliefern. Jetzt kommt der Container, dann kommen die einzelnen Racks, die werden reingeschoben. Und der erste Rack, das ist in dem Fall der hier, der wird nach 10 Jahren kaputt sein. Der ist hinüber, weil der wird am meisten belastet. Ich habe so viel Platz im Speicher, dass ich hinten nochmal 3 Racks reinschieben kann. Das heißt, es ist geplant, also im Lebenszyklus, dass der erste ausgetauscht wird, weil der am meisten belastet wird und hinten wird ein neuer reingeschoben. Und das habe ich, dafür tue ich auch Rücklagen bilden, um das auszutauschen. Die neuen Speicher, also der Speicher ist jetzt auch mittlerweile 4 Jahre alt, in der Speicherevolution gab es eine wahnsinnige Entwicklung. Also das ist brutal. Also die Chinesen, was die mittlerweile, also da muss man sagen, das ist noch ein deutscher Speicher, in Tillien, in Deutschland zusammengebaut, mit Grundmodul natürlich aus China, aber die neuen Sangro-Speicher oder die Juwei, also die sind wahnsinnig gut, mittlerweile auch wahnsinnig effizient, sehr emissionsarm, lärmarm. Der hier ist noch richtig laut, weil der muss sehr gekühlt werden. Das heißt, wenn Sie da spazieren gehen, ist es schon laut. Also ein Haus dürfte ich nebendran nicht haben, an der Stelle. Bei den neuen ist es kein Thema mehr. Und bei den neuen Speichern, die wir jetzt hier in Amerang planen, gehen wir eigentlich sogar von einer Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren ohne Probleme aus. Man muss vielleicht mal einzelne Elemente tauschen. Wir haben ein Thema beim Speicher. Speicher ist sehr viel Physik. Und deswegen haben wir jetzt ein Unternehmen aus Leipzig auffindig gemacht. Und das Unternehmen aus Leipzig kann auf die Metaebene des Speichers zugreifen und kann genau schauen, wie ist die Lebensphysik sozusagen des Speichers. Drohen irgendwo Hotspots, Brände. Und das ist ein Monitoring, das geht mittlerweile und das werden wir jetzt einführen bei unseren Speichern, um einfach gut zu wissen. Und da sehen Sie auch so Lebenserwartungskurven, kann man abdeuten anhand der chemischen Zusammensetzung des Batteriespeichers. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man mittlerweile das auswerten kann. Und wir fangen erst damit an. Also wir werden vielleicht in einem halben Jahr, hätte ich Ihnen mal so einen Speicher von der Physik von innen zeigen können, wie so Kurven so sind. Wir können es selber noch nicht, aber wir werden es hoffentlich bald können. Die Speicherhersteller sind nicht so happy, dass wir das können bald. Also, weil natürlich Garantie und Gewährleistung, dann sagen, oh, das schaut nicht so gut aus, wie du es mir versprochen hast. Und die wollten uns die Daten nicht zur Verfügung geben. Und wenn ein Hersteller mir keine Daten zur Verfügung gibt, da weiß ich, da ist irgendwas im Busch. Und deswegen freue ich mich schon sehr auf den Busch und dann, wenn wir das hoffentlich beheben können. Das zum Thema Speicher. Dann das Thema Lärmschutzwand. Sie kennen, wenn Sie den Herrn Kohlhauer kennen, das ist ja ein sehr untriebiges Unternehmen. Wir haben, es muss ich lügen, ich muss in 2 Wochen beim Verkehrsministerium einen Vortrag über die Lärmschutzwand halten in Berlin. Da hätte ich die Zahlen auswendig im Kopf. Ich weiß nicht, wie breit es sind. Es sind 2 Standardmodulbreite. Also wir haben die Lärmschutzwand bewusst
es ist arg weit vorne. Okay. Falsche Richtung. Gehen wir doch hin. Da. Entschuldigung, eins zu weit. Das ist die alte Standardmodulbreite. Es müsste 1,20 Meter sein. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Nein, die ist gemacht worden. Also als erstes war für uns wichtig, dieses Standardmodul zu entwickeln gemeinsam. Also der Kohlhauer hat das entwickelt, der Richter, und wir haben das ganze technische Konzept hinten dran gemacht. Die neuen Wände werden auch schon wieder anders gebaut wie die. Und die Rahmenpfosten sind in dem Abstand gebaut worden, dass genau die Modulreihe reingepasst hat. Und wir haben einen Vorteil, meine Damen und Herren, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Wir hatten tatsächlich einen Schaden, einen Modulschaden. Da denkt man, oh, die Straße muss jetzt hier gesperrt werden, damit man rankommt. Nein, einfach von hinten ran, abklemmen, das rausheben, Modul, Schrauben öffnen an der Seite, Modul rausholen, neues Modul rein. Innerhalb von 2 Stunden ist das Thema erledigt. Ohne Straßensperrung, ohne sonst irgendwas. Und die Firma Kohlhauer und wir waren beteiligt beim neuen Forschungsprojekt, wo auch weitere Lärmschutzwände entwickelt wurden. Die werden jetzt gerade geprüft an der A5 unten, wie die sind, ob die wirklich gut sind. Da werden noch einige Module auch noch auf den Markt kommen. Aber mich ärgert es wirklich, weil die Autobahn und auch die Bundesbahn bei uns Lärmschutzwand nur unter dem Kosteneffizienzfaktor betrachten. Das heißt, das Billigste muss hin und das ist echt schrecklich, weil wenn bei uns zum Beispiel die A99 um München, ich weiß nicht, wenn Sie mal Richtung Alpen fahren, um München, da sehen Sie Lärmschutzwände, die sind teilweise 10 Meter hoch aus Metall. Das werden alles Photovoltaik. Also ich sehe da eigentlich immer Photovoltaikmodule, aber leider sind da keine drin. Das kommt noch. Ja, ich hoffe, weil das ist Fläche, die wir da haben. Und das ist genau, man muss immer auch schauen, dass man neben der Freifläche auch die Flächen nutzt, die sinnvoll sind. Dachflächen. Bei uns wird ja sehr häufig mittlerweile Photovoltaik auf Norddächern gemacht. Die Module sind so günstig, da kannst du aufs Norddach gehen. Die paar Kilowattstunden ist doch spitze. Also ich kenne viele Dächer bei uns, die sind im Norden voll. Gerade im Hausbereich, wo ich als Stromkunde 30 Cent zahle. Da bin ich froh um jede Kilowattstunde, die von meinem Dach kommt, auch wenn sie im Norden ist. Das ist mir wurscht. Wir haben übrigens auch das habe ich nicht mitgebracht. Viele Gemeinden haben ja so Behälter, wo das Wasser hochgepumpt wird. Und die brauchen Strom. Die meisten Hochbehälter früher sind immer nachts aktiv gewesen, haben den Speicher vollgemacht nachts, weil nachts der Atomstrom zur Verfügung stand. Mit einer Gemeinde haben wir das vor 5 Jahren umgestellt auf Solarstrom, von Nacht auf Tag. Wir wollten wir haben gesagt, wir brauchen wir wollen eine Freiflächenanlage errichten, das haben wir nicht genehmigt bekommen in dem Bereich. Da haben wir einen Carport errichtet, einen Holzcarport. Ja, und haben auf den Carport die Module drauf gemacht, weil das war dann genehmigungsfrei an der Stelle. Ja, man muss halt immer ein bisschen tricksen. Ja? Man muss die Behörden auch ein bisschen so. Ja. Und dann haben wir dort, der Carport ist einmal auf Nord und Süd. Und das ist perfekt. Nee, also, und das ist auch ein tolles Projekt, weil Hochbehälter habe ich überall. Und da denkt keine Gemeinde dran. Ehrlich, da denkt keine dran. Überall PV-Anlagen hin. Kläranlagen, überall PV-Anlagen hin. Viele Kläranlagen brauchen Strom ohne Ende. Entweder die Gemeinde macht es selber, wenn es die Gemeinde nicht selber macht, dann muss es die Energiegenossenschaft machen, weil das sind tolle Projekte und sie können nur das sind die besten Renditenprojekte. Also gerade dieser Hochbehälter, der ganze Strom wird verpufft dort vor Ort, weil die haben so große Pumpen, das ist ein super Projekt. Und so haben wir machen meistens immer nur ein Projekt in dieser Art, weil wir dann schon wieder das nächste tolle Projekt haben, was wir machen und gehen gar nicht auf die Gemeinden zu, weil wir schon wieder weiter mit neuen Projekten arbeiten. Gibt es noch da hinten, der Herr? Dankeschön. Mich interessiert für die Fernwärme. Wieso machen Sie aus elektrisch Fernwärme? Da brauchen Sie müssen Gräben ziehen. Warum nicht den Strom an die Häuser liefern und da eine Wärmepumpe hinstellen? Das ist eine gute Frage. Eine sehr gute Frage. Ich hoffe, Sie haben sie alle verstanden. Wir haben ganz am Anfang erstmal überlegt, also ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, wenn ich darf. Am Anfang haben wir überlegt, machen wir Freiflächen-Solarthermieanlage, gibt es ja auch, Solarthermie.
Oder mache ich das mit PV, also mit Strom, PV-Modulen? Haben wir durchgerechnet, durchsimuliert und haben uns gegen die Solarthermie entschieden. Warum? Weil die Solarthermie nur dann mir wirklich zur Verfügung steht, wenn ich direkte Sonnenstrahlung habe auf der einen Seite und auf der anderen Seite ich dann auf Temperaturen habe von 120 Grad und das im Sommer und genau dann brauche ich in der Fernwärme nicht viel Wärme und ich kann keine Kälte machen, weil ich habe ja nur Wärme zur Verfügung. Und für mich ist Strom immer die effizienteste Energiequelle. Weil mit Strom kann ich Warmwasser machen, kann ich speichern, kann ich Mobilität machen. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das mit Strom. Weil aus der Solarthermieanlage kostet mich die Kilowattstunde ungefähr 2,5 Cent. Ist vermeintlich günstiger. Wir reden bei Luftwärmepumpen, wir sind roundabout bei 3 Cent. Ja? 2 bis 3 Cent auch bei der Luftwärmepumpe. Was mich die Wärme kostet, wenn die aus der Luftwärmepumpe rausgeht. Ja? Und dementsprechend habe ich gesagt, aber ich habe gerade auch in den Übergangszeiten, wenn der Himmel bedeckt ist, ihr habt ja alle PV-Anlagen, der macht die noch immer Strom. Und wir haben in Amerang 7 Megawatt, die aufs Heizhaus gehen. Das heißt, ich habe im November noch immer 400, 500 kW, um die Luftwärmepumpe zu betreiben. Das habe ich einfach, weil auch diffuses Licht ausreicht bei der Größe der Anlage. So, deswegen haben wir Solarthermie ausgegrenzt. Dann war die Frage, warum ich nicht einfach ein Stromnetz bauen, überall quasi die Luftwärmepumpe die Leute einbauen lasse. Wir haben 2 Themen. Das eine ist, wenn ich Strom produziere und das Stromkabel zu den Häusern lege, bin ich Netzbetreiber, muss Netzentgelte zahlen, Umlagen zahlen, ist Strom wieder bei 30 Cent und damit nicht wirtschaftlich. Funktioniert nicht. Es funktioniert nur dann, wenn ich einen Verbraucher habe in Deutschland und das ist dann das Heizhaus. Deswegen funktioniert es. So, dann haben wir auch überlegt, man könnte ja trotzdem, es gibt verschiedene Modelle, also jetzt haben wir alles durchdiskutiert. Wir haben viele Menschen bei uns, die haben, wo sie das Haus gebaut haben, vor 40 Jahren eine Ölheizung eingebaut. Dann hieß es irgendwann mal, Öl ist nicht gut, wir machen die Zwischenenergiewende mit Gas. Die haben Gasheizung dann eingebaut vor 10 Jahren. Und jetzt auf einmal ist Gas so teuer, und jetzt auf einmal sollen sie alle Luftwärmepumpen oder Pellets einbauen. Die Leute sind genervt. Die sind wirklich genervt, weil sie sagen, Mai, was kommt in den nächsten 10 Jahren? Ja? Ich kann doch nicht alle 10 Jahre mir für zigtausende Euro mir eine neue Heizung einbauen. Und eine Pelletsheizung in Deutschland kostet aktuell 40.000 bis 50.000 Euro. Luftwärmepumpe kostet zwischen 30.000 und 40.000 Euro. Ja? Also das ist echt teuer. Und dementsprechend habe ich der Vorteil der Fernwärme ist das, die Menschen müssen sich nie wieder um ihre Heizung kümmern. Sie zahlen einmal eine Anschlussgebühr ans Netz und wenn die Übergabestation kaputt geht, wird die auf meine Kosten ausgetauscht. Wenn irgendwann der Netzbetreiber oder wenn irgendwann der Staat sagt, Luftwärmepumpe, das wollen wir nicht, aus irgendwelchen Gründen, wird nicht passieren, aber dann bin ich verantwortlich. Ich muss nur einmal eine Heizung austauschen, anstatt nochmal 100 Heizungen im Ort. Und die Menschen, die sehen sich nach Bequemlichkeit und Komfort. Die haben keine Lust, sich noch um ihre Heizung zu kümmern. Das merken wir. Wir machen, das habe ich nicht erwähnt, weil ich wollte sie nicht mit so vielen Details belasten. Wir haben eine Besonderheit. Die meisten Fernwärmenetzbetreiber machen nur eine Sache. Die bauen die Heizzentrale und legen die Leitung ins Haus rein und hängen die Übergabestation hin und sagen, aber um den Rest kümmerst du dich selbst. Das ist tatsächlich so. Also die alte Heizung wegbauen und so weiter, die anschließen, das müssen dann Heizungsbauer machen. Das machen wir nicht. Wir machen das EGIS Komfortpaket, nenne ich das. Der Kunde muss nur ein Angebot unterschreiben. Wir bauen die Fernwärme rein, bauen die alte Heizung raus, bauen die Öltanks raus. Er muss sich um nichts kümmern. 95% der Kunden machen das, weil sie sagen, genau das ist es. Ich will mich um nichts mehr kümmern, weil das Leben ist eh schon kompliziert genug. Ja? Es gibt aber 5%, die es selber machen. Die haben gesagt, oh, ich mache das günstiger, ach, das ist viel zu teuer, ich mache es günstiger. Ja, wir kommen hin, Elektroanschluss fehlt, Glasfaseranschluss fehlt, hydraulischer Abgleich nicht gemacht. Sind wir wieder gegangen, sind nach 2 Wochen wieder gekommen, hat wieder was gefehlt. Alle Kunden, die das selber gemacht haben, waren im Nachgang 2.000 bis 3.000 Euro teurer und haben sich geärgert.
Sage ich Ihnen gleich. Also ich habe noch ein Argument für das Wärmenetz im Ortskern. Wir haben ja den Ortskern und die Wärmepumpen machen Lärm und gerade im Ortskern, denke ich, ist das nicht unproblematisch. Und deswegen finde ich, kann das helfen, diese Problematik im Ortskern zu lösen. Wir möchten ja auch den alten Ortskern dekarbonisieren. Da stehen tatsächlich Heizöl- oder Gasheizungen, die ich nicht einfach so wegbekomme, weil kein Platz ist für eine Pelletsheizung und der Lärm der Wärmepumpe auch das Problem bildet. Also insofern drittes Argument dafür. Ob schon die Wärmenetze teuer sind, aber kann man mit argumentieren. Absolut richtig, das habe ich vergessen. Gerade in historischen Kernen kannst du keine Luftwärmepumpe einbauen und Pellets geht sowieso nicht. Also es funktioniert nicht. Da bleibt einfach nur das zentrale Fernwärmenetz. Die Anschlussgebühren des Fernwärmenetzes, das hängt ein bisschen vom Ort ab, liegt bei uns zwischen 7.000 Euro netto und 10.000 Euro netto. Wenn er anschließt, wenn der Bagger in der Straße ist. Ja? Wenn er, also es passiert leider noch immer, na, also die Fernwärme mag ich nicht, meine Ölheizung tut noch. Wir haben gerade, ich reg mich da echt auf. Wir haben vorbeigegraben, eine Woche später ruft er an, also die Straße wieder zu. Oh, meine Ölheizung ist kaputt. Ja, du, Entschuldigung, kostet 15.000 Euro. Was? Es hat doch 10.000 Euro gekostet davor. Ja, aber die Straße ist zu. Das verstehen die Leute nicht. Dann werden sie Fuchsteufel wild, aber das ist mir wurscht. Also sie kriegen es nicht günstiger. Also unverschämt. Aber so, wir bewegen uns mittlerweile um die 10.000 Euro. Wenn wir den Öltank und alles, also der hat ja niegelnagelneuen Keller, danach, dann sagen wir ungefähr bei 30.000 Euro. Aber das kostet das auch. Also wir verdienen nicht so viel Geld dabei. Also zu der thermischen Speicherung, Solarthermie, da gibt es ja in Dänemark diese riesen Pit Storage Behälter, wo eigentlich im Boden, da wird so ein riesen, ja, also Speichergröße 100.000 Kubikmeter und die werden dann auch in verschiedenen Schichten gespeichert und mit Wärmepumpen, je nachdem welche Energie am günstigsten ist, wieder rausgenommen. Und ja, weil es eine Riesenmasse ist. Und mit der Photovoltaik, wenn man da einen Speicher hat, in Ihrem Fall jetzt, da hat man ja auch eine Art Pufferung, wenn mal weniger Sonne ist, nehme ich an, dass man da eine gewisse Speicherung machen kann. Ist das so? Also das dänische Modell ist echt toll, muss ich sagen, aber es funktioniert halt vor allem in Dänemark deswegen, weil in Dänemark haben sie selten Nächte, wo die Temperatur unter -5 Grad geht, weil man sehr viel Küstennähe hat. Also das dänische Konsulat und Außenministerium ist auf uns zugekommen, weil sie gesagt haben, Aegis ist die einzige, die in Deutschland die Energiewende ungefähr so ähnlich machen wie wir in Dänemark. Und wir haben sehr viel Austausch mit ihnen gehabt, aber in Bayern haben wir halt noch Nächte mit -15 Grad. Und da kommen ja meine Grenzen. Wir planen mittlerweile bei einem Projekt, das ist ja Geothermie, Tiefengeothermie, 4.000 Meter Tiefe. Wir bohren nicht selber, das macht die Gemeinde, aber wir bauen das Fernwärmenetz. Da planen wir tatsächlich auch einen See. Da planen wir einen See, um dann im Sommer, im Winter auch mit der Wärmepumpe die Spitzen rauszuholen. Also mit einer Wasserwärmepumpe, um die Spitzen, weil die Spitzen wollen wir nicht mit Gas machen. Das wollen wir nicht mehr. Wir wollen kein Gas und kein Öl mehr. Und da planen wir tatsächlich sowas. Aber es kostet ein Schweinegeld und ist nur wirklich bei großen Netzen praktikabel. In Bundorf haben wir einen 70.000 Liter Pufferspeicher. In Amerang planen wir ungefähr, wie viel sind es? 2 mal 140.000. 2 Stück planen wir. Und die Druckspeicher kosten mittlerweile richtig Geld, weil wenn man die mit Druck fahren möchte, müssen die geschweißt sein. Es gibt auch drucklose, aber die sind günstiger, aber da kann ich nicht wirklich immer rein und rausfahren, wie ich möchte. Also Fernwärme, ein Vergleich sei mir am Ende vielleicht noch auch erlaubt. Photovoltaik einfach, also ich habe jetzt meine Erfahrung gemacht, sind auch bei Windprojekten immer ein bisschen mit beteiligt, aber nur so als Beteiligte, nicht selber in der Umsetzung und der Planung. Photovoltaik ist einfach, Wind ist kompliziert und Fernwärme ist wirklich die Königsdisziplin, ist vom Business Case das komplizierteste, muss man echt sagen. Man hat Endkundengeschäft, man ist dauernd im Austausch mit den Menschen, man ist Dienstleister, aber ist das Schönste der Welt, weil ich einfach die nächsten 100 Jahre Fernwärmelieferant bin und die Mitarbeiter bei uns in 100 Jahren noch Jobs haben. Weil die Fernwärme wird es noch geben. Vielleicht Photovoltaikanlage in 40 Jahren nicht mehr, das wissen wir nicht. Ja? Aber Fernwärme werden wir immer haben. Und von dem her
können wir mit Stolz auch sagen, wir haben die Genossenschaft jetzt für die Ewigkeit gebaut, weil wenn wir immer mal 1000, 2000 Fernwärmekunden haben, sind wir nichts anderes wie ein Stadtwerke, aber in Bürgerhand und das ist das Schöne. Aber es ist, seien Sie mutig, also wir haben auch, mein erstes Fernwärmenetz, ich habe keine Ahnung vom Fernwärme gehabt, also ich bin Geograf, also ja. Ich hab viele Fernwärmenetze angeschaut, wir sind hingefahren, wir haben Hilfe bekommen, Genossenschaften helfen sich untereinander. Also man kriegt auch mal ein Business Case oder so ein bisschen Informationen. Und das erste Netz hab ich selber geplant mit anderen Fernwärmenetzbetreibern. Wir haben ein Ingenieurbüro beauftragt für unseren Aufsichtsrat, ja, weil der Aufsichtsrat gesagt hat, nee, also Pascal, dir glauben wir nicht, wir brauchen eine Machbarkeit vom Ingenieurbüro, hat uns 40.000 € gekostet. Ich habe die Machbarkeit bekommen, hat meinem Aufsichtsrat vorgestellt. Der Aufsichtsrat hat gesagt, ja, das ist gut, da können wir jetzt umlegen. Da habe ich gesagt, aber Aufsichtsrat, wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich habe diese Studie genommen und habe die in einen Reißwolf reingemacht vom Aufsichtsrat. Ich habe gesagt, das ist so ein Schrott, was da drin steht, weil wenn wir das so bauen, dann sind wir in 3 Jahren pleite. Wäre mir auch gewesen. Warum? Weil das Ingenieurbüro alleine Planungskosten von 2,5 Millionen ungefähr eingeplant hat für den Endausbau. Wir haben im Gesamt-Emmerting mittlerweile 500.000 € an Planungskosten gehabt. Wir haben 1,5 Millionen eingespart in den Planungskosten, weil wir vieles selber machen, weil auch man, und das vergisst man bei der Fernwärme, wenn ich das Rohrmaterial bestelle, bei Stahlrohren, der mir das Rohrmaterial liefert, der macht mir die Statik. Was macht ein Ingenieurbüro? Er sagt, die Statik kostet 10.000 €, kriegt es aber kostenlos vom Rohrlieferanten. So arbeiten manche, nicht alle, aber so arbeiten manche. Und wenn du das nicht weißt, dafür zahlst du einen Haufen Geld. Ja? Und es ist Geld, das muss ich am Wärmepreis wieder draufhauen. Und vielleicht, weil die Frage kam nicht, das hat mich schon gewundert, was kostet die Wärme für den Kunden, ja, beim Haus? Ist wahrscheinlich Deutschland, Luxemburg nicht leicht vergleichbar. Bei unserem günstigsten Netz sind wir bei ungefähr 12,5 bis 13 Cent brutto die Kilowattstunde. Bei unserem teuersten Netz sind wir bei 13,5, 14 Cent. Immer in dem Bereich. Und es ist ein Preis, der funktioniert bei den Menschen. Also Gas liegt bei uns bei 11 Cent, nur damit Sie mal einen Vergleich haben, 10 bis 11 Cent. Aber ich habe keinen CO2-Preis mehr und ich muss mich nie wieder um meine Heizung kümmern. Und das funktioniert bei den Menschen. Und wir legen noch Glasfaser kostenlos ins Haus rein. Unsere Kommunikation ist Glasfaser und so kriegt er auch die Fiber oder das Glasfaser, das LWL, kriegt er kostenlos dazu. Vielen Dank. Also wir machen jetzt wie EGIS. Und was die Arbeitsplätze anbelangt, 100 Jahre, ich hoffe, die Leute können vorher in Rente gehen. Oh, das ist schwer. Okay. Vielmals merci, Pascal Lang. War ganz flott.